Voilà, schönen guten Abend alle Guten. Ich begrüße euch dann halt für die erste Sitzung von diesem Jahr. Als allererst will ich die Gilles Altmann und den Nico Welger entschuldigen, die sich für den Abend aufgemeldet haben. Den Wortpublik von der Sitzung heute, die geht dann mit Claude Marsan. Voilà, und dann wie gut gezogen, an die gezogen, den muss ich aufhängen. Das. Ich muss beim Weg beklagen. Voilà, ich meine, will ich mich noch entschuldigen, die letzte Sitzung, da konnte man leider nicht auffallen. Die haben wir kurzfristig verliehen. Ich meine, wir haben den Punkten, weil er so urgent war, haben wir Punkte auf den Ordre du Jour von der Sitzung von Haut verloren, dass wir das dann heute nach proper können aufhängen. Dann wollte ich ja auch schon direkt beschätzen, dass die nächste Sitzung vom März, die für den 30. März 4 gesehen war, auf den 23. März 4 verloren wird, weil den 30. März an den 1. April dann die letzten Kolloquiume sind am Kader vom neuen DÖFK, sodass wir die Sitzung dann einfach 4 verlieren. Und da will ich, wie gewinnt, kurz resümieren, was geschieht als zentrale letzte Sitzung, die dann am Dezember war. Den 29. Dezember haben wir da eine Reunion mit den Anwohnern aus dem Kiestewe für eine Martinen zu schwätzen, dass am Anfang die Autos so sollen parken, dass immer den Achse für als Service an die Straße garantiert. Das verläuft an Sinnen an der Käie zugeparkt gewirrscht, sodass es wieder den Schneekamion nach sonst Kamion gut leicht kommen sind. Und ich meine, das ist auch wichtig, dass du immer auch von Pumpchen müssen durchfahren oder dass das dann einfach dort Straße frei ist. Wir haben ein ganz flott Gespräch mit ihnen, sie haben noch gesagt, dass da gingen mit den anderen Anwohnern schwätzen, also hauptsächlich denen aus der Käie hat man gerufen. Wir werden demnächst auch, also die nächste Sitzung oder die nächste Sitzung, werden wir ein Projekt von einem Reglement vorlegen, für das an all den, also an verschiedenen Sites, wo Parkplätze angezeichnet sind, dass dort nicht mehr der von den Parkplätzen geparkt wird, weil wir noch urbanere Plätze Probleme, wo die Schulbus nicht durch können, weil einerseits die Parkplätze an der Parken verschiedene Leute nach vis-à-vis, sodass Busse nicht durchkommen und wie gesagt, als Service dann auch nicht. Dann haben wir den 5. Januar Rendezvous mit den Responsablen vom CG10, einerseits für den Punkt zu machen, über die Zusammenarbeit, über das letzte Jahr, die übrigens ganz gut klappt. An dem Zusammenhang haben sie noch als Akkord gefragt für von unseren Kamion, das ist den MZF 21, das ist mit der Hebebühne, den wir hier hatten, zu schütten, dass sie die Kinder an die Stadt holen, für eben mit dem auch regelmäßig Transporten zu organisieren, weil das relativ gute Kamion ist, die noch immens viel am Einsatz war, gibt die an die Stadt kommen. Wir haben ihnen noch den Okay gehen, weil auch als Leute gesagt haben, dass das okay wäre, wenn man die Kamion nicht hätte, weil praktisch genau dieselbe Kamion nachher zu Niederrhein steht. Also wir hatten am Anfang Dürbel, also sie nutzen den Lo eben für hier ganz Sissen darum zu beliefern mit Material. Dann haben sie auch gefragt, also nur ist Bescheid gesagt, dass auch die ganze Installation, die gemacht gehen, als für Pressluftflaschen, also Atemschutzflaschen halt zu füllen, dass die auch aufmontiert wird, die Stücke nämlich gebraucht in Zukunft, also so, dass sie die Flaschen an auch Atemschutzmasken, die gehen die ganzen anderen hier an der Stadt gemacht, an die verschiedenen Sitze gehen da beliefert mit proper und desinfizierte Masken, mit Pressluftflaschen, sodass das dann in Zukunft alles von der Stadt aus lief. Da war den 11. und 12. Januar der Kolloquium am Kader vom Urbanistenkonkurs für den Schütter DÖFK. Da haben dann die 3 Urbanistenbüros dann nach die letzten Ideen und Rekommendationen einerseits von den Bürgern und noch vom Jury mit auf den Weg gekriegt. Und da wird dann, wie ich gesagt habe, noch ein letztes Kolloquium, den 1. April dann noch der Gewinner von dem Urbanistenkonkurs feststellen. Dann haben wir den 7. Februar eine Reunion mit Entente aus dem Park d'Activité Sierdal, wo wir dann noch verschiedene Probleme angeschwärzt haben, die sie am Moment tun. Unter anderem also über den Aufschluss vom Park d'Activité und den RGTR geschwärzt gehen. Da sind auch verschiedene Nachwetten, die auf Minzberger gefahren sind, die sind aufgeschärft gehen an der vorhin Evaluat der RGTS-Linien durchzogen. Sie merken, dass das aber nicht so gut funktioniert wie für drun. Aber wir haben als 2 Gemeinden noch zusammen mit ihnen einen Brief und den Transportminister gemacht, für das sein kann das ganz überschaffen, für den Parkaktivität besser umzubauen. Ich meine, für den Rest haben wir immer ganz konstruktiv Reunionen mit ihnen.
von ihr große Problem ist natürlich die Energiepreise, die enorm an Blutgänge sind an positiven Punkt davon aus natürlich, dass so ganz interessiert sind, die Analyse von ihren Betrieben zu machen, für zu gucken, wo sie können Energie spuren, an du mehr als Gemeinjahre Subsid von 1500 € angefordert, für so Etüden zu subventionieren, sodass du dann noch Luftwenden drauf zurückgreifen. Dann hat man den 10. Februar eine Reunion mit den Vereinen, einerseits für den Punkt zu machen, über das Programm, über diese elektronisch können hier Subsidien erreichen, hier Aufrufen erreichen. Das funktioniert relativ gut. Ich meine, sind noch die oder anderen froh, sind den Ofenband, was gehen sie noch ein paar frohe kommen, aber das scheint auf gut zu klappen mit dem Programm. An dem Kader haben sie noch gefragt, ob sie interessiert wären, für das nächste Jahr am Kader vom Televis mitzumachen. Wenn wir hier einen Appui hätten, gibt man nächstes Jahr dann auch ein Centre de Promesse vom Televis zu Schötter machen. Wie gesagt, es geht nicht mehr, wenn man mit Vereinen zusammen das machen. Wir werden durch ihre Touren, sie werden an ihr Komitee sich beschwätzen und wir schon den einen oder anderen positive Retour auch kriegen. Dann haben wir gestern eine Reunion zusammen mit den Leitern von der Gemeinde beim Herrn Wirtschaftsminister Franz Fayo, da war es die Sonderaktivität gegangen, zu Minzburg, die zu Minzburg an die Randwen ausgewiesen sind am Kader von den Plans sektoriellen. Bei hier da ist du ein bisschen erklärt, wie du Staat kann du unterstützen, für wenn wir die Zone wollen umsetzen, den Staat den also am Gang für die Gemeinden auch dann sogenannte Kümmerer zur Verfügung zu stellen, den die Gemeinden unterstützt, für so Zonen umzusetzen. Wir haben immer aber gesagt, dass das sowohl für uns wie auch für Niederlande, wenn lo keine Priorität ist, für die Zonen umzusetzen, weil am Moment, ich meine, das sehen wir alle gut, ist schon eine Notverdichtung an also bestehenden Zonen, wo schon eine ganz kurze zusätzliche Arbeitsplätze entstehen, mit all anderen Kontrahenten, die da tut. Und dass wir für diese Lummer müssen die Umstrukturierungen bei uns machen. Und dann, wie gesagt, klar gesagt, dass am Kader von der Entwicklung von weiteren Sonderaktivitäten, ich meine, einen ganz kleinen Teil von mir nicht dran, wenn das viel mehr ein Großpaar, dass du muss aber ein Gesamtkonzept ausgeschafft gehen, an, wie wir doch schon gesagt haben, am Kader von den Plans sektoriellen haben wir ja als Gemeinderat schon gesagt, dass wir wirklich darauf halten, dass du aber am Vierfeld U-Bahn und öffentlichen Transport, dass das alles geklärt ist, wie kommt Leute hin, dass ein Gesamtkonzept gemacht wird, auch wie gesagt, eine Reihe von der Bund, dem immer gefragt, wo kein besonders darauf reagiert hat. Und ich meine, in der Zukunft muss man sich auch seriös Gedanken machen, wie es mit Wasserversorgung, wir wissen alle gut, dass man auch mit ganz Kläranlagen, dass man danach ganz Ausbau muss machen, sodass die ganze Entwicklung von den Sonderaktivitäten dafür ist, erst mittelfristig bis langfristig zu sehen ist. Dann haben wir mal eine Reunion gesehen mit den Interessenvereinen aus der Gemeinde an der ANA, für dann ein Keier zu summen über die ganze Problematik von der Fliegerei zur Schweizer Sportfliegerei an noch die ANA Fliegerei, das von der ANA proposiert gehen, an die soll mal dann stattfinden. Dann ist der 5. März der traditionelle Burschbrennen vom Club des Jeunes. Ich meine, sie war Christbemeister sicher kommen, die werden dann den 5. März dann 2 Schritte wie gewinnt, ob der Bursch verbrannt gehen. Der 6. März, also Remeinke Stamine, den hat als Integrationskommission organisiert, weil auch sie der Meinung waren, dass Zeit geht, dass in aktiv geht. Wir invitieren auch alle Leute, für dann da hinzukommen, auch besonders auch die Neubierge, für dann da hinzukommen, dann zusammen da ein bisschen zu diskutieren. Dann hatte ich ihr schon informiert, dass also 4 habe ich dezidiert hat, zu verlosen, hier aus einer anderen Gemeinde genannt gehen. Und wir werden sie noch am Gang dort gucken, für jeden zu ersetzen, wie wir da 4 fuhren. Dann sind noch arabisch Posten, die wir ausgeschrieben haben. Da sind ein zusätzliche Concierge und noch 2 andere Arabisch, die werden noch demnächst besetzt gehen. Die Concierge, den Mann, den muss man nach einen Tester schicken. Wir haben noch einen Posten ausgeschrieben gehabt für einen zusätzlichen Mann am Wasserservice. Auch die hatten das vor Test von deren Test an den Emil Metz an. Auf Basis vom Resultat von ihren praktischen Tests wird man dann auch dezidieren, wie man da holen. Dann
haben auch décidéiert, dass man das Jahr dann einfach eng limitéiert 12 Studenten gingen erstellen. Wir haben als Service gefragt, für zu gucken, wie viel sie da können holen. Wir wollen da nicht so viel holen. Ich meine, muss garantiert sein, dass sie beschäftigt sind und dass es doch funktioniert. Wir merken, dass die Jungen immens Schwierigkeiten haben, für Plätze zu finden, wo sie an den Vakanzen können hingehen. Und wir probieren dann aber da so viel zu holen, wie wir da von unseren Service können verkraften. Wir haben als Leiit gefrot fir um englisch zu mennen, wir werden dann an der nächste Sitzung dann noch festhalen, wieviel wir dann an der Vakanz holen pro Woche. Dann wat COVID-Situation an der Schule geht, du hast der Moment mir ruhig, die just pro Kanner, die positiv sind, das kein Klasse, die direkt dadurch betroffen ist, dann lass man Holz zu packen und hoffen, dass das dann auch so bleibt und dass wir da dann auch mit dem Schlimmsten dadurch sind. Dann hat man auch geschrieben, dass der PHP Bremen an Prozedur gegangen ist. Wir wollten da, wir hatten ursprünglich vorgesehen, da nach der Januarsitzung erst die Kurzzeit zu weisen. Wir haben den Dossier auch erst Ende Januar gekriegt, wie dass die Sitzung ausgefallen ist. Wir wollten aber das unbedingt, dass den PHP sollte an Prozedur gehen, für 19. Februar. Weil wie der alle Gott wisst, als du so das die PHP, die du no an Prozedur gehen, dass ihr wohl du kann ein Deel Terrain erfroen, mir das dann aber auch 15% mehr dicht kann bebaut gehen. Und ich meine, wir waren aber der Meinung, dass Bebauungsdicht aber höchst genug ist, sonst müssen noch so 15% dort schlagen. Wie gesagt, die Projekt die leider aber bis den 11. März aus. Und da kann dann noch jeder aus seinen Remarken rangehen und da wird man den noch auf den Tisch kriegen, für dann zu diskutieren. Dann wollte ich einfach ein so, wir haben 3 Straßen, die haben wir an der Gemeinde. Du hast Jahren hängt da Schild, das nicht gestreht wird. Du sind Bürger dabei, angetrunken, die hat Schildstürme, die kommt alle oben drehen. Das heißt, wir haben die 3 Straßen, das Rue de la Cire, Rue de Loré und Rue Heumesbusch. Die 3 Straßen, die gehen auch noch nicht gestreht, außer weil auch Glötzfeld von Spiegelglas, das vor mir so strehen, das war immer so früher. Und noch für Schneeleit gehen die selbstverständlich auch freigemacht. Aber das ist aber so, dass man die 3 Straßen mehr noch wo noch alle einen Zettel ausgedeelt finden zu so, dass nämlich gestreht wird. Und von innen kommen auch du froh für was streht, dann auch immer an der Antrieb schreibt, das gibt nicht gestreht, gibt das dann auch so gemerkt wird, wie dann am Schild steht. Voilà, dann ich meine, war doch vielleicht verschiedene Leute von Straßeninteresse. Wir sind dann eigentlich beim zuständigen Minister bei der Verwaltung interveniert, für das zu Straße nach ein der Brücke geguckt, weil du also Joen den immer immens knüpft an, das ist wirklich ein ziemlich Normament für den Operen an, sie haben uns versprochen, die Sache auch noch ein zu gucken. Dann, wenn das Chantier noch geht, an der Rue du Village, wie gesagt, da habe ich gut 4 Uhr, wir haben im Moment gedacht, wir müssten nur eine Kreuzung mit der Rue de la Forêt total sperren, während einer Zeit kommen wir Gott sei Dank aber ohne Vollsperrung 4 Uhr, sodass sind Naxi für die Straße, auch wenn es nicht immer einfach ist, wir können den aber im Prinzip immer an die Rue de la Forêt ran. Wir hoffen auch, dass wir da an der Rue du Village dann also den Asphalt an den nächsten Main können machen, wenn wir besser geht, das heißt, da gibt man den Asphalt machen, bis han praktisch bei Rue de la Forêt, da wir mal überall de Belegt oder drauf, und dann gibt man auch Bäumpflanzen, sodass wir da ein bisschen Führung kommen. Und da geht das auch ein bisschen mehr angenehm für Dura. Die Altstraße Luten stehen auch nach da an die Nei, das haben wir von ein paar Leuten gesagt gekriegt. Das ist so, dass man zum Brünner gesagt hat, hey, guck, wenn ich gebe, lo mal Straße fertig ist, heute ich mit Luten, die schlagen am See, die kommen auch nach fort, da das wir machen dann sobald eine Zeit, dass wir soll aber keine Priorität sein. Dann haben wir an der Rue de Senningen keine mir geglebt, aber da sind da bestimmt Avolo endlich gegangen, an die Straße als lo ab Auto für den Verkehr gespart. Das ist wahrscheinlich 1,5 Jahre so. Wir werden aber probieren, sie während der Congé Kollektiven abzukriegen, wenn es nicht mehr möglich ist, wenn du nicht gerade riesige Lächer an der Straße sind. Dann da habe ich den von unserer Quelle am Belagron, die gehen noch gut fahren, da sind auch technische Equipmente zu machen, sodass die auch bis an den nächsten Wochen können und Netz gehen, der Tisch von Lorem warm geht, damit Wasser gebracht wird, steht die Quelle ist dann noch zur Verfügung. Wir wissen noch nicht genau, wie viel Wasser wir mehr haben wie für die Runde, da muss ich noch präzise messen, was angeschlossen ist. Aber was ganz wichtig ist, dass mal geschützt ist, die ganzen Teil, den unter dem CR ist, das heißt,
do as een festen Zone Roer wann gif irgendein Accident oder irgendeinen Dreck iwwer Stroos dodra kommen, dat hicht quell ass an dem sind aufgesichert. Und da habe ich von der Post an der Rue de Bayern, die sind noch soweit fertig. Da holen wir zwar ein Reglement von mir bestätigen, wir an den nächsten Tag werden sie fertig sein. Den letzten Teil, da zwischen der Entree von der Eisenbahnsbrücke bis bei der Eisenbahn, die wird am Juli gemacht gehen, während der Zeit, wo die Eisenbahn gespart ist. Das ist da eine Zeit, da fuhr kein Zicht, da werden wir auch da den Verbindungsweg machen. Zwischen dem Haus 162 an de Käen an dem Kader gëtt dann noch heiden dat steckt do gemerk, wat du opsteht, weil de Problem ass mat den Rode Lute so no bei der Bund, dat sie mens geféierlich an dofir gëtt profitéiert van kein Zich vorre fir dann dat Lächt steckt dort zu. Dann als Postdoch sost immer an verschiedene Sitten am Gangen se fuie gemerk, ich mein Dutflecht de Bagger do gesinn do immer stoen, verschiedene Lächer zu machen, fir zu gucken, wo Reservegäne leiien, fir den Glasfaserreso dann noch an der ganze Gemeng so sehr wie möglich auszubauen. An die Fuie müssten auch aufgeschlossen gehen und dann werden sie auch Projekt machen, wie sie für dann Gemeng definitiv dann anzuschließen. Dann als Häuser zu versieren an der Rue de la Montagne, die werden noch mehr Juni fertig gehen. Wir werden da ausschreiben demnächst. Die zwei Häuser. An dem Kader muss man auch zwei von unseren 50-plus-Appartementen mal ausschreiben. Da war Kandidat, also er ist aufgesprungen, dem war am Endeffekt die Arbeit zu teuer, für da dran zu gehen. Und von den anderen Kandidaten war auch keiner dabei, den Konditionen erfüllt. Das heißt, wir werden den mal ausschreiben, mit den zwei Häusern von Universieren. Das müssen wir aber kurzfristig schon geschrieben. Dann da habe ich für den Ausbau von der Gemenge an der aller Schule zu schütten, die laufen Dialoge gefangen, wir haben da die Speicher geraumt, da ist Archiven, die andere Seite brot, und da geht der Ausbau, die läuft un. Dann haben wir auch Hannen drüben, die Büro, die hier noch gebaut gehen, da sind wir auch en retard, mit denen müssen aber oder aus der Vakanz auch fertig gehen. Bis op Tieren, wo man auch Leverprobleme haben, am Moment ist das überall ein bisschen, wir hungen eine Zeit lang an den Fenstern, wir machen aber alles fertig und dann gucken wir mal an Tiere für das Provisorium zu finden, dass man dann auch ernst geht. Dann haben wir den Dossier Recycling Center CG10, das ganze Projekt Atelier an Point Chaussee. Da sind wir am Staat Inski noch für einen Échange von Terrain zu machen. Da müssen wir im Komitee d'Acquisition schwätzen, das heißt, sie wären noch d'accord, dass Gemeng fir dann Terrankrit vu Point Chaussee as an Point Chaussee dann haben dieselvig bebaubare Fläch vun Terrankrit an sodass man de Projekt dann do kënne realiseieren, dat die Stucken man mat der Planung und Rollo definitiv Fifuen dat lief doch. Wat de Schulausbau geht, du hast jo so, dass du war eng Besichtigung schon vun enger Schoul sinn lo nach pu Besichtigungen 4 gesinn. Und da muss man doch konkret mit der Planung aufhängen, dass man da noch weiterkommen, weil auch da also eine gewisse Urgenz für die Schule auszubauen. Dann hat er ja im Terrain gesehen, dass der Chantier für den Kanal zwischen dem Findel an der Kläranlage 4 Uhr geht. Wenn den Sauerbeschrupp für die Rätsel gesagt, dass am Gang sind, die Kanalisation zu verlegen, da ist auch schon so teilweise eine Piste gemacht gehen. Auch von der Autobahn darüber vorhin gesehen, auf der linken Seite, wo überall Tecken wäsch gemacht sind, wo die Piste kommt. Das geht relativ nah der Autobahn, aber du musst aber Platz sein. Und das ist so, wir hatten ja da, war ja am Stadt am Gang, da ist aber das Büro d'études vom Stadt am Gang, für zu prüfen, wie es mit den Panten auf den verschiedenen Tronçons an Machpaket für seine Velospiste dann. Wir sollen da am Laufe vom nächsten Monat dann noch ein Resultat da kriegen von ihnen. Voilà. Ich meine, das ist alles, was ich am Montré-Courrier für heute zu so nun. Ich gebe noch kurz das Wort gehen, das wollte ich auch eine Kleinigkeit mitteilen. Ja, für Opfälle die gute Novelle gehen, das wir schon ein paar Mal annonciert gehen, als unser Seribus, mit dem Charlie-Bus von Niederrhein, wenn zusammen gelöscht gehen, an den Rufbus Sierdal hecht. Das wird dann am Ende zu Niederrhein vorgestellt, wird ab dem 1. März in Betrieb gehen. Das Fusion bietet bei der Gemeinde viel Vorteile an. Die Horäre sind freitags und samstags bis 1 Uhr nachts ausgedehnt gehen. Der Bus ist gratis, also kostet nicht mehr 1 Euro. Und vor allem ist die Strecke weiter ausgedehnt gehen, sodass der Lo neben den aktuellen Routen auch auf dem ganzen Territoire von Niederrhein fahren kann, der Senninger Birsch.
mir eure Bettster bis op Brot bei gar, aber ich schon seit längerem gefrot, auch bis bei der Klinik an der Reha-Zentrum op de Kirchbiersch. Lo kommen mir also mit unserem Rufbus an all uns nopech Gemengen a bis op de Kirchbiersch. Telefonsnummer, die as geändert gin, weil sie lo für die 2 Gemengen gëlt, medial die werden noch während enger kurzer Zeit der Betrieb bleibe fir dat Leipzig und die Neider winnen können. Merci. Merci Nora. Sagst du es keine Neuigkeiten? Doch, bist du von der Ob da. Meine guten Abend alle Guten. Mal nicht besprecht wie heute, kriegt man verschiedene Informationen von unserer Musiksresponsabler. Von Monik, und zwar, dass ja so, dass auch leider das Jahr eine Audition, während der, wo Diplome überreicht gehen und alle guten, die Musikschüler, die konnten doch das Jahr leider nicht stattfinden. Das heißt, die Schüler und alle guten hier Pièce geschickt per Courier. Aber im Ganzen waren das 190 Diplome, die sind nun 129 verschiedene Schüler rausgegangen. Für den Ewei Musikal 2 und 3 waren 26 Diplome, am Solfège waren 65. Der Chant Choral waren 9 Schüler, der Chant individuell, respektive den Chant Musikal, waren 3 Schüler, die ein Diplom kriegten. Bei den Schütter Jungbläser, da waren 29 Musikanten dabei, die ein Diplom kriegten. Ich ging noch relativ grav über die Chiffren. Aber nach gelöscht von den Instrumenten, die mit am Spiel waren, das waren Flöten, Klarinetten, Hautboisen, Saxophonen, Blechbläser, Perkussionisten, Drumset, Schüler, Orgel, also 2, 4 Orgeln sogar, 13 Pianoen, klassische Gitarren, Bassgitarren, elektrische Gitarre. Und dann noch kurz eine kleine Information, was die nationale Diplomüberreichung betrifft. Und die ist das Jahr zu Freising, der 27. März, wo nach insgesamt 18 Diplome, das ist mit den Mentionen 1, 2 und 3 und 17 Schüler aus der Gemeinde verteilt gehen. Voilà, das waren die Informationen von Monik, die ich mit Fred und Herrn weitergehen will. Merci. Voilà, merci Serge. Und dann kommen wir auf den nächsten Punkt vom Ordre du Jour. Caroline, dann kannst du einen Sitz kommen, das ist das Mikro. Ja, da geht es um ein Projekt, von dem wir auch schon relativ lang schwätzen, wo wir heute endlich mal den nächsten Teil können aufsehen. Ich meine, das ist ein Projekt, den auf Initiative von der Maison Relais an die Leben gerufen ist, am Anfang ausgeschafft ist. Das ist eben den berühmten Alpaka-Projekt. Die hat 2 Konventionen am Dossier liegen, die sind noch nicht unterschrieben, die wird man in der nächsten Sitzung erfüllen. Das ist eine Konvention mit der Gemeinde Maison Relais und Jugendhaus. Da hat das Komitee vom Jugendhaus hat noch pure Marken dazu. Wir mussten das Martinen aufklären. Und dann die Konvention mit Frank Hoffmann, ich meine, die ist soweit fertig, die kann in schreiben, da fehlen noch 2 Preise, aber die werden wir für nächstes Jahr dann präsentieren. Wir wissen, dass es da eine gewisse Urgenz ist, dass wir schon 4 Alpaka am Anfang müssen reservieren, letztes Jahr, die dann noch werden kommen, muss man gucken, dass wir auch von die Tiere noch kommen, im Stall, durchstehen und dafür wollten wir heute wie da Stimme für die Stall, und noch für die Wistern, für die Runde, hat Caroline aber gefragt, leicht zu kommen für das Stadion. Ich habe kurz erklärt, was das Projekt ist, wo sie drauf kommen, und was für sie, also wie sie das Projekt sehen. Caroline, da gehe ich dir dort. Ja, sind dann heute. So, geht das? Voilà. Ja, ich meine, wie verrät, wahrscheinlich den Heilbannen, das wird schon hören, das sollen zu Schütter irgendwann ein Alpaka kommen, weil ich meine, es sind Minimum 3 Jahre bestimmt schon, wo drüber geschwärzt, gemunkelt wird, dann kann er auch immer, kommen sie nicht, wir kriegen sie nie. Und ich völlig kurz so, wie die Idee am Anfang entstanden ist, das war am Kader von einer PEP-Sitzung
wo den Jean-Paul als ein gesot niwen der Mesorelé, do so eng wies, Madech mo bisse Gedanken, wat kann immer der wies nach ma, wie kann Schul an Mesorelé, wie kennt man den nach nutzen? Und Herr ist da noch gesot, ja, wie wäre gemeinsame Gart umzulehen, dat gouf ja auch schon alles he gestimmt. Bei mir an der Mesorelé hun dann bisssen die Idee weiter gesponnen, an hun gedurcht, Deiere fir Kanner, dat wär och flott. Und dann haben wir gedacht, oh, so Hängerhalen, da tun noch schon einer Mesorelé, wir wollen ein bisschen mehr innovativ sein. Und ja, du siehst mal irgendwie auf die Alpaka kommen. Und du haben wir in der nächsten PRP-Sitzung haben wir das dann ja angeschwärzt und als Idee präsentiert. Und ja, so anscheinend war der Jean-Paul war mal nicht aufgeneigt davon. Und dann haben wir da unserer Direktion eben Caritas gesucht und da waren wir dann auch verwundert, dass man da auch eigentlich die Idee begrüßt, also gesagt, okay, wenn die Stadt so, da schreibt aber mal ein Konzept, das so wie die Stadt vorstellt. Und das haben wir da gemacht. Und ja, am Anfang, Ziel war am Anfang etwas, also das erste Ziel, was man hatte, mit der Wies, es geht darum, das kann ein bisschen mehr dabei sehen, an der Natur sehen. Und daneben war man einfach der Meinung, dass deren am Allgemeinen eine Bereicherung für die Kanner sind. Und es gibt einfach ganze Aspekte, die hier eine Plus-Value für die Kanner sind, dass deren können einen positiven Einfluss haben auf den Mensch. Sie können Geborgenheit, Trost schenken, deren akzeptieren so wie es muss ich nicht extra verstellen. Und ja, sie können die Kanner und die Jugendlichen Selbstwertgefühl dann stärken, indem sie merken, ich gebraucht, ich muss mich um das kümmern. Gleichzeitig sind sie hoffrisch drauf, dass sie auch die Verantwortung dürfen überholen. Der körperliche Kontakt zu den Tieren wird eben beruhigend, Stress reduziert. Und ja, am Anfang haben wir einfach gedacht, dass das eben die Plus-Value eben wäre und das ja, tut doch einen Impact auf die Gefühle, so nicht mal, wo die Kinder und Jugendliche lernen, wie sie auf den Day durchgehen. Das heißt, das spiegelt, wenn ich ruhig auf den Day durchgehen, könnte das Day entgehen, wenn ich aggressiv runtergehen, zieht das Day sich zurück. Und das ist am Anfang so, wie wir wollen mit den Kindern schaffen. Und der Packen erweist sich einfach auch ideal für eine gestützte Pädagogie. Sie sind ganz rohe Steuern, freundliche Steuern. Und ja, dadurch, dass sie einfach die groß an, die musische Pelz und das ist ein bisschen das Kindchenschema, wo die Leute dann am Anfang direkt so schockverliebt sind und die Besoin haben, sich zu kümmern. Dafür haben wir gedacht, dass die Alpaka noch die idealen Tiere wären. Und ja, damals an der PEP, wo wir waren, da war der damalige Schulpräsident war noch nicht so von unserer Idee begeistert. Als die Bildungspartnerschaften aber eigentlich wichtig sind, sind wir dann und Jugendhaus auch herangetreten, weil man gedacht hat, da fanden wir vielleicht noch einen Partner, kann man präsentieren, da als Idee, und da, die waren auch direkt begeistert davon, sodass wir durch mir noch 4 schon gut mit dem Jugendhaus zusammen geschafft. Ja, dass sie gesagt haben, voilà, wir gehen mit dir TV, wir helfen, Konzept schreiben. Und so ist das Konzept entstanden. Und entre-temps ist dann eben noch eine Konvention ausgeschafft, eben unter den 3 Partien. Die hat jetzt verrekriegt, oder? Ja. Ja, voilà, das zu der Idee, wie das Ganze entstanden ist. Wenn das da konkret geht, muss natürlich ein Stall hier für die Tiere, die Wies muss natürlich zugemacht gehen. Und bon, da bestellen wir uns dann einfach so viel, dass nicht, dass die 300 Kanner an der Mesorelé an die Wiesstürmen an Alpaka an den Himmel gehen. Nee, das muss ich sich schon vorstellen, dass auch für die Tiere, dass das schaffen ist, wenn die mit den Kanner sind. Ne? Das ist immer reduziert, kleine Gruppe, so von 8 Kanner, die mit den Tieren schaffen.
Und da kann ich das eben so ausbauen, ja, nur, das Alpaka-Tracking hat bestimmt auch schon den einen oder anderen hören, wo jemand den Tieren kann spazieren gehen, du musst ihn dann noch lernen, wie feiern ein Tier, dann geht natürlich darum, den Tieren zu essen zu gehen, sie zu kommen, zu beichten, und ja, kann ich noch ausweiten, ja, nur auf Hindernisparcours, wo den Tieren muss etwas lernen, wo kann er lernen, ich muss Zeit, Geduld tun, für den Tieren das beizubringen. Und dann haben wir ja auch noch einen Schulsozialarbeiter, wo ich so, für den ist das auch ein idealer Moyen, für mit gewissen Kindern zu schaffen, für du mit einzelnen Kindern sich können zurückzuziehen bei den Tieren und du ganz andere Möglichkeiten haben. Ja, voilà, das ist kurz ein bisschen angeschaut. Ja, merci Caroline. Ich meine, verloren konkret froh zum Projekt heute, das ist der Moment für Caroline die zu stellen. Ich meine, kurz als Gemeng war mir natürlich froh, wie sie mit der Idee kommen. Ich muss sagen, dass als Prinzip jeder in den eine gute Idee hat, dass ich an etwas für engagieren, unterstützen wir, wo es nicht mehr geht. Alpaka hängen wir wahrscheinlich ein bisschen mehr einfach gewesen, wenn ich meine, wir haben für Alpaka dezidiert. Und das gibt es schon nicht, das gibt es schon auch von anderen Plätzen. Ich bin überzeugt, dass das ganz flotte Projekt gibt. Wir haben, wie gesagt, auch als Gemeinde, als mit dran geknallt, wir haben auch am Anfang so eine Rückversicherung, eben durch die Konvention mit einem lokalen Bauer, die haben wir aufgeschlossen, weil wir es gesagt haben, egal was geschieht, wenn man den Stall verbrennt, kann nicht sein, dass wir die Tiere durchstehen. Und ich meine, wir sind uns alle bewusst, Tiere halten, da muss ich all dafür da sein. Und das geht nicht für zu sagen, lo habe ich ein Tier und dann fahre ich an die Vakanz. Das geht nicht, muss immer garantiert sein, dass einer den Tieren guckt. Sie haben sich auch intern darüber Gedanken gemacht. Ich meine, noch Maison Relais hat gesagt, da muss man so organisieren für den Weekend, für, wo man Congé hat, dass aber immerhin nur den Tieren guckt. Ich meine, das ist wichtig, doch die Responsabilität. Aber wie gesagt, das nach Bauer, den dann noch Möglichkeit hat, die Tiere in der Dach zu holen, soll die etwas geschehen, soll so eine Stall ging aufbrennen. Oder wenn es im Grund etwas ging schief gehen, dann kann den so auf jeden Fall mal zeitweise nach Dach holen. Also wir werden schon gucken, dass das optimal alles funktioniert. Und wie gesagt, falls noch konkret froh von ihr sind, dann also der Moment. Jam? Ja, das von 3 Jahren geschwärzt. Ich kann mich erinnern, am Jugendhaus, wir schon 2018 darüber geschwärzt, über ihr Projekt geschwärzt, dann die sind ja auch froh, dass wir das leid. Das hat wenig gedauert. Das Jahr, das Zeit hat meine Reunion noch eine Reunion d'Urgence für auch über die Konventionen zu schwätzen. Und ich bin noch froh, dass die Konventionen, die sind alles verbessert gehen, weil da waren Engagementen dabei für das oder für den, die nicht so einfach anzuhalten gewesen wären. Sind ja froh, dass die Konventionen so verbessert sind. Ich hatte auch schon den Navi vom Jugendhaus am Dossier vermisst. Der kann den Navi vom Jugendhaus am Dossier lesen. Dann hätten Member noch gewusst, wer die Allianz oder die Idee vom Jugendhaus wären, weil das ja so an der Konvention steht ja ganz präzise dran, die 3 Partner mussten erschreiben, die 3 Partner, die das Jugendhaus Gemeng an der Caritas, die mussten erschreiben, die mussten die Poli auch drohen, noch heute erschreiben, noch in der Zukunft, das so präzisiert. Ich bin froh, dass das muss so weit sind, an den Jean-Paul gesagt, gibt dann am Jugendhaus Rechtsspruch geholt gehen, für dann auch auf die paar Sachen anzugehen. Bon, das wollte ich so von 2018 bis noch mehr Logen 4 Uhr. Ja, ich meine, das weist auch, wie komplex es ist. Also noch, dass wir nicht auf die Schöller holen. Ich meine, da ist ganz grob auf der Tisch kommen, auch bei der Maison Relais, Hungedenkzeit. Ich meine noch, dass, wie Caroline gesagt hat, das muss durch Direktion gehen. Auch mit der Schule wird einfach einen gewissen Zusammenhang, habe ich die Kitas in den nächsten Moment ein bisschen mehr vorsichtig fahren. Das ist schon ein Projekt, den nicht so einfach aus meinem Result. Du kommst ja auch noch das Jugendhaus mit beigeholt, das war der Anfang gar nicht direkt vorgesehen war. Ich meine, das Jugendhaus hat auch eine Zeit gebraucht. Ihr seht das alles bei sich, und da müssen wir auch diskutieren. Wie gesagt, die Schule dauert ein Jahr mehr und das anständig geplant und das auch anständig alles aufgesichert, wie für selbst kann ich nicht einfach über die Knie brechen. Und, ich meine, wir flott von Melo haut in der Via zu stimmen, dass wir dann da mal 4 Uhr kommen und dann
giffen wir dem Moment nächst Köier an der Sitzung an die 2 Konventionen bestimmen. Serge, ja, das ist einfach. Ja, még Frau am vu bisssen an die Richtung bis gesot gin, dat ich Gedanken drwer gemacht huet, wie den Entretien gemerket vun den Déieren notamment iwwen de Weekend an der noch an den Kangéen, die ufallen, die auch geschwaden vun der Konvention, die mal an engem Bauerheisen dürf gemacht fir dat zu kouvrieren. Am Dossier hun schon net direkt Detailer gesehen, wéi die Organisationun opgedeelt, ass wen do fir wat genau zoständig ass wie Wini zu gucken, dat den deren noch wirklich gut geht. Am Dossier fand ich auch nicht darüber, was dann die falsche Käste sind, also mir hun ein Budget für das ganz umzusetzen, mir Schule gesehen, am Budget viel gesehen, dass wie viel das kostet, wie viel Mal der Bauer da interveniert, wie viel das Futter, was da annuell frei in der Rufhallen nur für uns gar keine Informationen, das müsste ja wirklich von der Planung dann aber auch mit berücksichtigt sein. Ich meine, wir haben keine Erfahrungswerte. Wir werden nächstes Jahr eine Berechnung machen, wenn wir die Konvention mit dem Bauer auf den Tisch legen, werden wir rechnen, wie viele Stunden das ungefähr ist. Ich meine, Antritt hier von den Tieren, da geht nicht all darin hin und kämmt die Tieren. Das hat sich zu gucken, wie sie Wasser, wie sie Futter, und für den Rest, man schafft mir so ein Leben mit den Tieren. Und das soll ja über dir schlafen, teilweise die Friede funktionieren. Ja, also, Roulement Velo nur den Tieren, wenn ich gucke, das also mir hun als Bered erklärt auch von mir so an des Jahres de Congé kollektiv hun, dass mir Roulement machen wenn nie bei der Idee geht. Ich meine, wir sind die Großhaus, mir viel Edukateuren schaffen noch viele Leute, die Projekt interessiert sind und ich denke, dass das kein Problem ist. Für du sich aufzuwieseln und du musst auch nicht unbedingt all da sehen. Das war nämlich auch am Anfang am Weekend, war das Sonntags, Samstags wird Jugendhaus hier ab, mir war das Sonntags und du hat Madame, die Ziesterin, mit der wir Kontakt sind, noch gesagt, eigentlich geschieht in deren noch nicht war Sonntags, du käst ja Platz aus. Aber auch da, wie gesagt, können wir mal gucken, dass ein Jahr Lunch wird oder also so war gedurcht. Also mir sind uns wirklich bewusst, dass es nicht das ausgestopften Deier durchstehen zu haben, das sind Deieren, das sind Lebewesen und voilà, wir wollten das Projekt mit A gesagt, mir so B. Wir wollen ja nicht, dass die Deieren da malträtiert gehen, wir werden uns schon da kümmern. Ne? Ja. Ich meine, für die Gemeinde von Anfang gut klar, wenn ich so eine Schale Deieren, dann sind ich 7 Wochen an das nicht für so eine Schale Deieren an Samstag Sonntags als Gemeinde, die sich um Deieren kümmert. Das kann nicht sein. Ich meine, das ist genau wie Caroline sagt, muss kann er lieber klar so, wenn es Deieren hast, dann, wenn ich lief, passt immer da. Und wir sind genug Pappen und Mama, noch, was man nicht durch Dörf trippeln, wo kann er wahrscheinlich gerne Hund gehabt hätten, und das sollte einfach nicht sein. Und ich meine, das geht auch darum, für das 4 zu gehen. Und da muss vielleicht auch den einen oder anderen mal ein gesundes en Ke in der Trëppel goen de bre in der ran an muss einfach gucken ass neisteigst dat Dift doch ke Problem ze gi. Wie gesagt, wir werden fir nächst Köier wer en Köier Grafschiréiere wat dat kacht mir dat lo net riesig fré. Gut, was sos kein Froen dazu sinn den de wie ugeet, also du hast so du hat mir de wie gescheckt vu 60.000 €. Der Stall hat 25.000 € für gesehen, das war so, dass den Fließ, der sich um das Projekt gekümmert hat, den hat man 4 kurz geredet, da hat gesagt, ach, Reche für den Stall, dasselbe wie der Stall für den Guard, für die Schulguard, also wie der Schab für die Schulguard. Das ist aber so, dass hier aber muss ein Zwischenplafond kommen, das muss besser isoliert sein, da sind verschiedene Parten, die müssen dran kommen, sodass der Stall einfach mit da geht. Das heißt, der Stall kostet nicht 25.000, mehr 50.000 €, haben wir gerechnet. Da gehen die wie kriegen wir nach. Dat hicht mir misisten haien de wie net vu 60.000 vu 85.000 € stimmen haut an euren Zusatzkredit vun 25.000 €. Vermehrten 60.000 € am Budget fir gesinn op Basis vun dem ursprünglichen de wie den opgestalt gi war. Voilà, da gif man dat ofstimmen Claude Marsan, Lilian Ries, Serge Stein, Ja. Ali Altmaisch, Vic Back, Ja. Serge Eicher, Ja. Nora Foggiarini, Ja. Joch und de Gemkraft. Ja, Voilà, dann wird dummer der den de wie gestimmt an dann gibt man nächste die 2 Konventionen dann mat op Nord. Merci Caroline für die Präsentation. Oh ja, merci, schön nach. Merci gleichfalls.
So, und da kommen wir zum nächsten Punkt. Da gebe ich den Herrn Urbing bitten, hinzukommen. Da geht es darum, ein Projekt, das wir wahrscheinlich schon gerade so lange diskutieren, wie den Alpaka-Projekt. Es geht um ein PHP an der Sonderaktivität zu Minzburg, an der bestehenden Sonderaktivität. Da geht es um ein Terrain von 90,35 Jahren, das ist ein Terrain, wo die Garage weiß drüber ist. Und da haben wir ein PHP, ein Demand für PHP gekriegt, den Terrain, der soll neu bebaut gehen, das heißt, da ist vorgesehen, ob den 90 Jahre dann 3 Losen zu machen, und 6 Gebäude abzureden, wo dann Büro dran kommen, auch nach, wie gesagt, Garage weiß doch völlig der Garage da dran zu machen, Kommerzen, alles das vorgesehen. Das ist so, schon Dänisch schon gesagt, hat man auch dann dem Wirtschaftsminister gesagt, dass eine Densifizierung von der ganzen Zone da in Zukunft wird kommen. Am PAG haben wir die Zone ja umklassiert. Wir haben ein Aménagement différé klassiert und auch ein Schema-Direkteur drauf gelegt. Wir können da so für was geht just über den doten Terrain, können just die PHP und nicht über die Gesamtzone. Das ist nicht so einfach, meine ich, für die Gesamtzone zu beplanen. Wir haben einerseits von der Loden Terrain weiß gesehen, du hast jetzt neben drin als auch ein größeres Projekt NRW. Wir haben auch zusammen mit den 2 Proprietären geschwärzt, ob nicht in ihr Projekt zusammen realisiert gehen, das ist aber nicht so einfach möglich. Den einen ist viel mehr komplex, das dauert dann eine Zeit. Ich meine, hier so die Garage, die Lodo ist, die muss sich restrukturieren für die Zukunft. Ich meine, am Automobilsektor ist ein riesiger Wandel, geht immens vieles auf Elektromobilität. Das ist eine Garage, die schon lange besteht, und sie müssen da etwas machen. Und sie sind auch da ein bisschen Zugzwang am Moment, sodass sie dann noch ihren Terralo wollten da neu verplanen. Wie gesagt, die anderen sind drin, also auch nach Garage, das ist auch ein großes Gebäude, der Proprietär, mit dem sie man an den Dienst, den der Rekurs am Anfang gegen den PAG, den da lebt, die sagt, ich mache etwas mehr am Moment, also weil noch nicht, ich will aber mal aufwarten, wie der Rekurs gegen den PAG ausgeht. Dann sind nach 2 anderen Terrain auch noch, die kennt dann noch die Firma Felgen, die auch am Gang sind, zu evaluieren, was können wir da zusätzlich bei diesem Terrain machen. Wie gesagt, da laufen ganz viele Planungen, und die heutige Planung, die ist so ausgeführt gehen, dass die nicht konträr ist zu irgendeinem anderen Projekt, die respektiert den Schema-Direkteur, und ich meine, die Bebauung von all den anderen Terrain wird auch nur noch problemlos möglich sein. Wir waren noch mit dem Projekt für Jahre schon beim Start bei der Plattform, waren noch an der Plattform mit dem Projekt neben drin, auf dem Terrain von der LAB. Und ich meine, den Projekt hier Durchschleit als die beste Lesung, die wir gefunden haben, zusammen mit dem Ministerium Landwirtschaft. Ich meine, ihr habt auch gesehen, sind auf eure Macht gekommen, den Herr Urbing vom Büro West, den das Projekt ausgeschafft hat, hinstellen. Und dann noch ein bisschen Stellungnahmen zu den Punkten, die die Kommission abgeworfen hat, dann kurz dann erläutern. Dann gebe ich dir das Wort, für dann das Projekt zu präsentieren. Guten Abend, Damen und Herren. Wie der Bürgermeister schon so, geht es hier um das Projekt an der Zone artisanal, das ist gesagt, wo das Projekt ist. Hier sehen wir einfach, wie eine Parzelle das Projekt betrifft. Dann sehen wir hier, dass es wirklich den Terrain, wo heute Garage weiß drüber ist, betrifft. Hier gesagt, nach einem Plan, wo ihr paar aktuelle Fotos vom Site gesagt. Hier sehen wir ein Extra aus dem PAG, wo ihr gesagt hat, die ganze Zone als Nouveau Quartier ausgewiesen ist, mit den Valeuren, die auch die PHP den Valor als Fest davon präpariert haben, auch die gehen noch angehalten. Hier sehen wir einen echten Plan, wie das Ganze aménagiert wird. Das heißt, wir haben hier am Süden vom Projekt
hummer eng Stroß geplant, die allo an dieser Phase 5 Meter Stroß huet, die wann südlich davon auch entwickelt gött, die Straßenenker wird verbrederen, an du werd dann noch an Trottoir kommen, der Tisch du hast Stoß, ob diesen Terra eben als 5 Meter vier gesehen, das ein Trottoir von 2 Meter Stroß, dann hummer öffentlich Parkplätzen, Hai an Hai. Dann hummer hannen hummer eigentlich 3 Gebäier, die mat engem Achse an eng Tiefgarage, der Tisch ënnerierdesch tiefgaragemäßig verbunden sind. Dann hummer hai an der Mët vum Terra hummer e Retentionsbecken, wo man lo Nummer wie vom Interieur hummer du noch bisssen Aménagement rundrem beigemäht, wie dat die Platz ein bisschen mé genutzt gin als eben für die Leute, für auf eng Bank sitze bisschen do eben können ze sinn. Dann huet den Heinenker 2 Gebäier, die auch ein gemeinsam Tiefgarage schon, an dann hai 4 enker int Gebäi, wo ihr noch hai an eng Tiefgarage könnt. An der Kuppe gesäit den dat alt Gebäier am Prinzip zu sollen méiglech sinn an en Owen 3 Niveau plus ihre Tré an der Heicht. Da gesinn wir hai op diesem Plan enkeier wéi dat ganz lo an der Zone agebunden ass, da gesinn wir hai die Stroß, die lo nach nur Süde denker verbredert könne gi wann die nächst fest könnt. Dann huet den Hai am Prinzip eng Buckel, die rundrem geht, die Hai op den Achse hai eng Verbindung mcht, dat Tisch teierst wéi zukünftig die Strossen hai an der Zone können ausgesehen, wann die aner Terra rundrem och enker bebaut sind. An der nächste Slide geseht enker 3D, wie dat ganz Haut an dem Terrain do angebunden ist. Ich halte dafür drin, das Retentionsbecken habe ich hier noch nicht erwähnt, das ist auch ein kleines Retentionsbecken. Da sehen wir einfach von der anderen Seite. Er gesagt, en eng Vülastroß, wenn ihr an Stroß guckt. Er sind Donne vom Projekt, du gesagt, dass das Projekt heilo eng Session von 31% huet, war doch bedingt oder just, dass die Stroß so seitcher Schlosser, sondern war relativ viel Stroß Projekt drobers. Wir gesehen noch, dass wir als Wärter aus dem PAG gehall hunn, dat heißt, können am gesamte Projekt no 10.800 Quadratmeter gebaut gehen, wat den Kurs von 1,2 eben anhält, den de PAG dofir gesagt, de Kurs auch von 0,5 war auch respektiert an das Element, als wieviel eben versiegelt von 0,7 als auch respektiert. Eng Densität Logement ist natürlich 0. Also, schon da war dabei, wat agoen op die Inselremarken vom Interieur. Dat hun schon in der Präsentation, ich kann da war kurz erwähnen, schon den Planheiner Keier. Sie hatten gefragt, dass man einen Artikel beimachen, weil man an einer Zone de Bruit sind. Das tun wir gemäht. Dann war man enker Dr agang, dat sie begeschriffen, dat het besser gewicht wär vielleicht dat ze Summe gemäht, mit du man enker erklärt, dat wann in ze Summen heget muss entweder ewech werden oder in oper wëll net, dat fir de Burgermeester fir schon so, dat eben schwéier dann machen ass dann an ewech werde, fir dat den Heideel vum Projekt als fest kann der Prozedur goen. Als sie auch nicht am Sinn von dem Moment vom Proprietär. Dann haben wir, wie ich schon erwähnt habe, es war ein bisschen aufgeregt gehen, dass man eben dadurch, weil das Projekt so lang war, und nicht ganz viel Grünplätze, Grünkonnexionen eben da sehen, da war aufgeregt gehen, nicht kennen, und soll den W machen als Verbindung zu dem Projekt, den Haien könnt. Das war initiale Projekt nicht drauf, haben wir beigemäht, und noch Möglichkeit, dass den Haien rund um die Velo auf der Bank kennt,
kein ze Summe setzen, der das eng Upassung, die man gemäht tun, aber das Gesamtkonzept zu dem der Nervt konnte und nicht ohne, der in der Nervt macht kein Planen. Also, dann haben wir Commerce de Detail e alimentär wollten sie noch dat man dat verbieden, dat dat net méigich soll sinn, dat du man Partierkrit du noch beigesat. An der dann war nach Licht Verbesserungen vu kleine Fehler, die man an das Szenario gepasst hun. Gut, merci mal für die Explikationen. Ja. Merci mal für die Explikationen. Ich meine, das klar, wie gesagt, ist immer nicht auf der geringe Wiss. Natürlich kann den noch besser planen. Das Minister lernt ja, mein Schritt hat auch no angesehen, hier ist eine bestehende Zone, die weiter funktioniert, wo total modelliert wird. Und das ist nicht, dass man alles einfach können, proper auf der geringe Wiss planen. Ich meine, du hast dem so entstanden, wie die Zone entwickelt ging, waren immens Dave Terran, alle Guten, die wissen, wie das damals war. Es waren Dave Terran, Proprietären haben die Terrain gekauft, die Wiese von den Bauern aufgekauft, haben 4 hier Betrieber gesagt, dann hatten eben, müssen natürlich die 200 Meter Dave kaufen, weil keiner ein Stück von seiner Proprietät wollte verkaufen. Die verschiedenen durch die können sich erinnern, dass lange Diskussionen waren, was die Infrastrukturkosten nur geht, von den Parzellen an, wie gesagt, das hat sich an dem Sinn entwickelt, an die Valeur von den Terrain, die Terrain sind natürlich auch wertvoll an, sollen noch optimal ausgenutzt werden. An immer lohnen drin auch weiter Zonen ausweisen, meint das doch sinnvoll, dass sie ob den bestehenden Terrain da ein Maximum, das in die optimal dann ausnutzt. An wie ich gesagt habe, muss ich einfach aufpassen, dass sie nicht den oberen Möglichkeiten versperrt, auch wie den Herr Urbing just gesagt hat, den längst oder nervt. Den huet am Prinzip auch gesagt, das sind d'accord, dass der Stroß auf mein Terrain mat mir streden nicht doof an. Ich meine, als Gemeinde kann man nicht so Situationen tolerieren. Wir haben gesagt, die Durchstroß muss auf jeden Fall ein Brett von 5 Meter und dass das da seriös kann erschlossen gehen. Weil wenn die Gebäude da stehen, dann sind die nach 10 Jahren lang oder die können da pro Jahr ja mit der Servitut. Ich meine, der Geschichten hat man in der Vergangenheit genug, der will man keinen mehr. Und da ist eben das Projekt entstanden. Das klar, wenn ihr das gesagt habt, merkt ihr, da gibt eine immense Verdichtung, die da entsteht, was zur Fasse nur geht. Da hat als Bautekommission, die hat da doch festgestellt, ich meine, vis-à-vis an der Zone sind noch 2 Projekte, die man genehmigt haben, die haben natürlich nicht müssen, über PHP gemacht, weil die am Kader vom bestehenden Baureglement für die Zone einfach so können genehmigt werden, weil da haben wir ja den alle PHP an Kraft gelost. Da entstehen natürlich immer mehr Flächen und das bedingt auch immer mehr Trafik, bedingt immer mehr, wie gesagt, ja, besonders Trafik. Noch, wir müssen Wasser liefern, wir müssen Entretien machen, das ist ganz klar. Und wir werden ein Rendezvous an der Bautekommission, Aménagementskommission, auch für das Martinens diskutieren. Ich meine, das ist ganz klar. Wir haben PAG gemacht, und wie wir das ausgewiesen haben, ist schon bewusst, dass der tote Kim, dass der PAG also an ganz enker Zusammenarbeit ich damals mit den Proprietären da ausgeschafft gehen. Und hier so ein nächstes Projekt, ihr könnt, es wird dann in Zukunft noch verschiedene andere Projekte kommen, das vielleicht nicht heute mehr. Aber über die nächsten Jahre wird Gemeng aber schon erleben, dass die dorten Zone dann neu muss abgestaltet gehen. Wie gesagt, für den Rest wird man mit dieser Kommission dann erhalten, wie die Fühlen da sind. Und ich denke, dass trotzdem ein Plus-Value für die Zone, die wirklich nicht dick bebaut ist. Und was auch wichtig ist, Mensch, dass der Betrieb, der da ist, dass der noch kann an der Gemeinde bleiben. Die werden an einem von den Gebäuden dann sich installieren und dann auch weiter an der Gemeinde können schaffen. Voilà, wenn dazu noch froh sind, ich meine, Urbing als Lohai, Serge? Ja, ich wollte fragen, weil das eine Schätzung, wie viele Leute auf den dort Gebäudekette schaffen, wenn ihr nur die Meter Karren hört, die da können bebaut gehen, kann ich da eine Schätzung aufgeben, wie viele Leute da werden auf den dort Parzell schaffen?
Also denkt ja mal davon auf, wie ein Betriebe werden die Gabarien do füllen, weil da das Lohn nicht direkt definiert, dass da lo müssen zum Beispiel lauter Büro sind, das kann schon eine Mixität sein von lauter verschiedenen Sachen. Der Tisch, ich hatte gesagt, für Drohnen sind 10.800 Quadratmeter dem Moment brutto Volumen, den aus dem Boden guckt, dann müssen sie eben Rechnung machen, wie viel Arbeitsplatz pro den Quadratmeter, in dem du während Zuchtbetrieb in der hat. Du willst schon nicht einen falsch Antwort gehen direkt mit. Also das hängt davon auf, umso mehr Büro, zum Beispiel umso mehr Leute, umso mehr andere Sachen, umso mehr Leute. Also das mänglisch. Ja, okay, also ich meine, das muss ich davon ausgehen, ich meine, heute werden doch keine 50 Leute, der dort die ganze Parzelle schaffen. Ich meine, heute schon längst 260 Parkplätze für gesehen. Ich meine, das ist schon nicht falsch gegraffen. Ihr seht, dass nach einem Jahr viel mehr Leute werden schaffen. Okay, das ist auch konform alles. Ich sehe nur ganz verstanden. Ich meine, mein Problem ist besser bei dem Projekt. Wir kriegen ein Problem, gerade in der Einleitung, so dass den Betriebe halt schon so, dass sie ganz schlecht angebunden sind in den öffentlichen Trafik, weil man nur nach der dort Seite auch noch viel mehr Büros kriegen oder falls die da hinkommen. Nun bauen wir 200 Sortien auf der Hauptstraße. Die Autobahn können von Jahr nach rauf. Ich meine, wir müssen da wirklich auch heute schon anfangen zu planen, mit der Straße, wie das ganz kann auch da auf der Hauptstraße anders aménagieren, weil wir auch die Straße für Rover beschützen, Münzbüsch, da ist schon immer Stau, und wenn du von der dort Seite ganz viele Autos in Oves rauffahren, dann stecken wir komplett so viel, dass Mensch nicht direkt mit dem heute Projekt verbunden wird. Das ist aber etwas, was in der ganzen Planung von der Zone industriell. Ich meine, Haut muss umgehen, da die neue Lesungen finden mit den Offerte von der Autobahn, mit den Offerte von der Autobahn, und mit der Sortie von den zwei Seiten von der Zone industriell, damit wir etwas ändern müssen. Ja, an dem Kader, ich meine, wir haben auch da planen, wir haben für Jahren, ich meine, das könnt ihr euch erinnern, eine Etude bei Point Chaussee zusammen mit Point Chaussee eine Etude an Auftrag gehen, für die ganze CR neu zu beplanen, zwischen Niederrhein und Schütte. Und da leider eine Etude 4, das ist du hast schon viel gesehen, dass vis-à-vis von mir Changeur, kann jetzt mal die Dinge weisen. Voilà, du gesehen, du neben LRB, du hast viel gesehen, dass vis-à-vis vom Échangeur von der Autobahn dann direkt ein Achse an die Zone könnt. Den soll auch gebaut gehen. Ich meine, der Betrieb, den du plant, den aus dem Major ein bisschen abgehalten, für genau zu wissen, was muss da gebaut gehen. An Point Chaussee, wir haben auf die gewartet, das hat Jahre gedauert, bis wir Resultat von der Tüte gekriegt haben. Das lebt schon an die ganze Straße, soll auch geguckt, für das mit Luten zu machen. Ich meine, wo du recht hast, kann nicht sein, dass ja noch alles durch Schritte immer mehr können. Und das gibt ein Problem, und das ist ein Problem, und das wird weitere Probleme bleiben. Ich meine, genau dazu haben wir auch gestern mit dem Wirtschaftsminister geschwärzt, mit dem Monat gesagt, wir müssen unbedingt gucken, dass wir einen besseren Aufschluss kriegen, durch versprochen, jeweils unterstützen, auch was die Energietärsubannung von der bestehenden Zone angeht, dass wir auch da unterstützen, für dass da die Situation da verbessert wird. Ich meine, Gidre versteht, dass wir als Gemeinde nicht unbedingt Interesse haben, für immer mehr so eine Aktivität zu machen. Und ich meine, muss ich klar so, wenn ich gesagt habe, wir von einem Punkt kommerzial, den Hai an der Gemeinde generiert gött können halen, ass dat lächerlich an Schmengen Niederrhein ass genau zelwicht an sinn immer méi Gemengen, die soen ja wat verzollet nach. Ich mein, schon wir sind als bewusst mir eng nationale Responsabiltäit, mir noch Responsabiltäit vis-à-vis vun de Betriebe hai an der Gemeng, muss ich net am behalen an. Die ganze Etude vun der Point Chaussee leit 4 soweit, du sollten se ein Kabissen drauf verbessern. Ja, das habt euch von Niederrhein, bis River mir auch die ganze Échangeuren, auch den Échangeur von einer so Aktivität, für dort dann ja noch, dadurch mit rote Leute besser zu regeln. Das natürlich wichtig, wenn man ein Auto und alle auf die Autobahn kriegt, aber alles, was vor ihm ist oder so dabei könnt, das führt immer nach bei uns durch Gemenge. Ich meine, das wissen wir auch an alles, was da entsteht. Wie du siehst, wenn du rechnest 10.000 Meter Carré, rechnen 30 Arbeitsplätze, also pro 30 Meter Carré grav ein Arbeitsplatz, dann kannst du einfach 350 Arbeitsplätze, die maximal, also die Kinder entstehen. Natürlich, wenn man so eine Garage, den entsteht ja nur Bängen oder 2 Niveau, hält den 2 Niveau in einem Gebäude, das ist, dann sind da natürlich Männer, Leute, die da arbeiten. Wir sind uns der Problematik bewusst an, aber wie gesagt, Gemeinde muss in Zukunft auch, das ist schon die Defizit von der Zukunft. Einerseits an dem Landteil Wustum,
ugesot méi sowohl op dem heute Niveau wie auch mat dem Development mat den Häuser. Ich mein, hummer dieselbe Diskussionen, wo mo so mir bauen an dat huet doch alles ganz ko Nodeler an net nëmme 4 Deele. Das noch eng Remarkschem. Ja, ich wollte nach Schluss frohen den ewigchte Weh als dat gemeinsame Weh, weil de Jean wird gesot weit welche am Bild war an no sinn als auch nach den anderen Partner woch berät es zu machen, wat da keine Möglichkeit gemeinsame Dinge zu machen. Für die Fläche drin noch frei ist. Für den anderen Betrieb auch nachgekannt. Den Terrain gehört dem anderen Betrieb. Ja, also mat Stoß 5 Meter. Nicht so. Ich meine, den op dem anderen Schemadirekteur. Wo den Oberweis kommen. Schemadirekteur, die mal just hat. Ja. Ja, ja. Die soll gebaut gehen, also wie gesagt. Weil mir hunn auch für enger Zeit schon diskutiert fir Gesamtdingen zu kreen, dass all Dinge. Dat ass den doten Weh, ich mein, du hast fir gesinn, dass du eng Stroos opgeht an die as Joch ich mein, am Plan sektoriell as Joch den Deelcht der dote Stroos an der Autobahn Nation fir gesinn fir eng Kaier an de PAG geholt ze gin als Aktivité. Dat war genau den, iwwer de er gëchtet an geschwert am Minister. An der Uwelächt geht doch weh mit die Terren Uwe geheieren noch dem Nope an die werd immer entwickeln an iwwer die dote Stroos. Dat heißt, vun Uwe kann dat her no ugebonne gin. Den Oberweis soll jo ewen drunter kommen, ne? Ja. As an der Wedo gemeinsam fir de mat. Nee, Datei an dem HPP die Durchstroos dran. Okay. Ja, okay. Voilà. Also die Haistroos der Tor 5 Meter breit vun dieser Stroos as Hai an diesem Projekt dran. Den Hai-Projekt ist just Hai. Ja. Das heißt, du für den Haut dann auch, das ist ein Zukunftsplan, weil die Verbindung Hai, die bleibt ja heute noch da. Das heißt, es wäre am Anfang eine Verbindung von Hai, die Haut, wie sie Haut ist, die Hai 4 Last geht, wo dann Hai ein Sackgasse geht, wo Hai Hande groß genug ist, dass du umscheren und noch Puppes-Kamion kann drehen. Das heißt, wenn aber ein Kehr weitergeht, da könnt Hai ein Kreuz in den Nei, die Hai Rieder geht rundherum an Hai von dieser Seite doch bei könnt. An da das aber Zukunftsmusik, das an diesem PHP nicht dran. Diese PHP hält Hai ab. An diese PHP hat von dieser Stroß ist 5 Meter Stroß, den 1,5 Meter, den dann noch fehlt, die wird wenn den Hai Opa sein Projekt möchte, und noch den Trottoir, der fehlt, was noch fehlt, werden an dem Projekt dran sein. Wir haben aber einen Stroß von 5 Meter am Projekt dran. An die 5 Meter, die am Projekt dran sind, das Begegnungsfall Autokamion. Ja, das ist ja so viel gesehen, dass das ein gemeinsamer Stroß gibt, für die zwei dort zu bedingen. Ne? Den soll dabei, den Opa, der soll dabei kommen. Oder mit Hitler in seinen eigenen Stroß. Nee, Hai kann dann einen Stroß, und dann nur ein Buckel, die so geht. Ja. Und den Highway, den könnt auch vielleicht nicht direkt. Also, der könnt später renken, ja. Dass die da ein als Reck gebaut könnt, das könnt ihr nicht direkt, das könnt später. Ja. Das heißt, am Anfang können den eigentlich Dateien, mit einer Sache, dass die Hai geht. Wenn den Do-Projekt bei könnt, dann hört den eigentlich Dateien als Buckel, die so möchten. Ja. Und das Do muss ich ja nicht direkt so machen. Also der Tischei weist eigentlich Stroß von der Zukunft, nicht Stroß von... Da wollte ich noch ganz kurz fragen, ein Pand für da ran und rauszuführen, da das ja aber auch nicht so einfach gewesen, ja. Für von der Autobahn da ran an Cität an der Zone da ranzuführen. Ja, das steht ja noch nicht zur Debatte. Ich meine, das ist genau der Punkt. Das ist genau der Punkt. Ich meine, das muss ich noch bei gewissen Dingen verzeihen. Und das gibt den Herr Daxe ja noch an, das soll ja auch den Achse geben für die ganze Zone rund. Und da ist auch an weitere Planungen vorgesehen, also dann da unter der Autobahn durch auf die andere Seite auch könnt. Das heißt, dass die Sonderaktivitäten einerseits über sehr verbunden sind, mit auch eine Straße, die nach da oben der Autobahn durchgeht. Ich meine, du hast schon relativ weit gedurcht. Das ist auch gedurcht, dass so ein soll, die ganze Zone soll nun den Pôle d'échange seine Bierjo geschlossen gehen. Den neuen Haft. Das heißt, da wird doch irgendwie mit Bussen oder Direktbussen oder mit irgendeinem Tram oder ähnlichem
soll dat gestellt. Mit dat sinn Etüden, die erläfen, war der Valo wichtig wichtig zu weisen, dats dat doten Konzept war am Fong entwickelt gin ass war doch Schemadirekteur an engem PAG war, dats dat doch soll weiterhin könne funktionieren. net as Lo en App baut, mat dem de ganze Schemadirekteur op Kopf gehalt. Wie gesot den Oper den as den Accediner seit gebunden, kann sinn, dats de noch nachfährt eng der Schlesung fir sech man. Me dat auch e grosse Betrieb an dat sinn net Insel Gebaier, wo no vun der Seite iwwer muss der Schloss gin. Dat gëtt Gebei 4 an dat gëtt ein gros Produktionszahl. Dat hicht das ganz andere Projekt. An Haiget am Fongen Projekt, den eben erschloss gëtt, wo iwwer die verschiedene Gebaier kënnt, wo no en anständig Strosseraum zu Summe am Noper soll geschäft gin. Op dem Schemadirekteur gesäit Joch, dats du all méich kind dann bestien fir die aner Terren zerschließen. Fir den Kkleng Informationoun do woch lo gewiss hun, du hast Stroos vun Haut, dei bleif bestoen, wann der Teil lo als Vers eenent kënnt. Dat hicht dat das recht no wo wie an dem Schema den dro gewisse, wo dat Zrick gebaut werden. Ja. Gut, wann da sos kein Froen oder Umwirkungen do sinn, gift mir fir de Projekt aufstimmen, Claude Marsan, Jo. Lilian Ries, Ja. Serge Stein, Ja. Ali Altmeich, Fik Back, Ja. Serge Eicher, Ja. Nora Foggiarini, Ja. Joch an de Gem kaufen. Ja. Voilà. Dann vielmals merci fir d Präsentatiun an dann merci gleichens. Und da ki op den nächste Punkt, da geht dem Sessionen am Kader vun eng PHP an der Rüde Lützeburg zu Schwäseg, an da gif dem Serchtwur. Ma ja, hier kommen wir dann noch bei en PHP, den letztes Jahr am Juni vom Gemengerot gestimmt ging ass. Und das ist mir ein klein eng an der größten wie das mal gewiesen konnte. Den der PHP, den ist ja an der Entrée von Schwäsig an der Rue de Lützeburg von den aus dem Biereler Grund an Dürverer fährt, da gesagt, den choriert zur Hand leihen. Aber am Kader von diesem PHP geben 3 Parzellen gratis und Gemeng aufgetreten gehen. Allen 3 sind sie angedrohen an der Sektion C zu Schwäsig. Und hier sind auch 2 Akten erstellt gehen. Parzell mit der Kadasternummer 395 über 1870 als 45 Cent Jahr groß. Der Gesetzlograten alle hat projiziert. Wie gesagt, die 1870 mit 45 Cent Jahr. Und da kommen noch die 2 anderen Parzellen mit den Kadasternummern 395 über 1775, auch 50 Cent Jahr groß. Und die dritte, die wird dann mit der Nummer 395 über 1860. Die hat größt von 393 Jahren. Parzellen gehen dann noch an die Republik integriert. Und, ja. Das wird dann Menge Ummerkungen respektive Notizen zu den Sessionen. Merci, wenn sonst kein Vor wie wir. Schon kein Vortrag zu dem Dingen. Ich hatte ein Froh zu der Konvention. Ich hatte dann durchgelesen. Du stund immer dran, dass am Anfang den ILO, der Ralentissement, den an dem Kader von dem Projekt soll realisiert gehen, dass dem ist gemacht gehen. Er hat Baugenehmigungen für Häuser gemacht gehen. Ich meine, was hier Häuser am Gang gebaut zu gehen. Ich bin noch ganz verstanden, aber nicht unbedingt nachher schon, die müssten am Moment, wenn er Stroß haben. Ich wollte froh, wer du den Planning, wie das hier gesehen hast, und wie das evaluiert ist. Ja, die Projekt, also wir hatten, das steht an der Konvention, wir haben aber den Proprietären den Akkord gehen, wie wir da auch bei anderen PHP gemacht haben, für die Keller können rauszubauen, weil sich muss die Kelleren rausgebaut gehen, und da wird abgefüllt, und da wird auch durch den Trittwar an alles gebaut, weil das Problem ist, für den Trittwar, der hat ja nicht abgefüllt, wenn den Trittwar nicht alles gebaut, wird die Infrastruktur, und dann, Herr Noah, den müssen du ausbaggern, du hast gesagt, die Kellere können es abrichten, und da können da bis beifüllen, und da können da no, also dann, sobald Kellere fertig sind, können so fangen, den Rest von der Infrastruktur zu bauen.
Dazu muss ich so mir hunn awer och du no nach zougestand kommen se nach en beist du fir dann de Reibau awer fertig zu machen. Weil durch die Kränen ich menge wann der Chantier gesinn zu an 2 Kränen opgericht an dun huse gefrot ja muss man de Krän dann aufrappen da bau mat Infrastrukturen also mir si so Martine verbliffen sobald de Keller fertig ass fein gesun Dingen zu bauen die Infrastrukturen parallel dazu können sie Teile fertig bauen bis der Reibau fertig bauen und dann no als Feuerofen da muss die Infrastruktur total fertig sein bis sie da können weiterfuhren Materien Häuser mit das Hauptsächlich so Gehof geht wofür die Exception du kommen hast zu kommen Materie froh du an mit dat der an der nächste Main die Insel dann eine Woche gebaut an das dort Stroß dann noch fährt Materialute funktionieren ja das überall das überall mise ich bin mir alles an der Straße leiien werden noch ein muss Neueis gucken für Donau innen vom Neueis in Europa muss morgen Stroß die sperre weil du muss so einer Schacht von der Post neu gebaut gehen an der Straße an der Belag neu gemerkt gehen wie gesagt das einfach geht jetzt für alle Infrastrukturenskräme bauen an so gut du hast das alles an der Straße leid so schlimmer als der auch wann dann Alkeier muss total gesperrt gehen wie gesagt sie müssen die Insel oder werden sie aber bauen gut für Session da sie weiter kennen frohen dann können wir darüber stimmen Claude Marsan Kilian Ries Serge Stein Nico Welsch pardon ja den Dali Altmeich an dann de Vic Bach de Serge Eichner Nora Froggerini Joch an den Jem Kaufmann voilà, du mat fir dat an or an der Reihe da kom op den nächste Punkt da geht eng Konvention iwwer die Regionalkollaboration am Kader vum Wasserschutz da giwech Fabian Wösbierden bis hin zu kommen. Voilà. Fabian als Animatrice de Lo hat das beim SIAS angestellt, dann hat soll sich hauptsächlich auch kümmere für dann die ganz mesuren Programmen do rund als Quellen dann umzusetzen. Zu dem Punkt ich meine gesehen da geht es darum für Kächten zu verdelen vom Animateur de Lo, da war mir als Gemeinde Schütter sind wir schon jahrelang am Gangen bis noch dreiwen Kräft, dass das endlich Virugängen ass mat dem ganze Quelleschutz. Wir hatten no dem Quelleschutzreglement genehmigt war mir als Chef oder gesot wir muss d'urgence mesureprogramm umsetzen an einem Quelleschutzgebiet wir hatten also ein ganz Quelleschutzgebiet wir hatten du best beoptragt also wir waren am Minister 1 das Beste soll mal aufhängen den Maßnahmenkatalog auszuschaffen dans l'attente dass den SIAS da gif ein Animateur de Lo erstellen. Wir hatten dadurch präfinanziert. Ich meine, wir waren mal am Gemengerot, wo wir über die Präfinanzmente geschwärzt haben, für den Maßnahmenkatalog abzustellen. Das hat alles eine Zeit gedauert, bis du noch die Animatrice angestellt war. Ich meine, Fabian Do hatte doch die ganzen Dossier überholt. An ha geht lo drum fir den Konvention lo bisssen ze regeln, wie Kächten iwwerholl gin vun der Animatrice de Lo an. Ich mengen Ditwur gi fir bisssen ze erkläre wat lo ding habe ich das an dann noch wat am moment an de Quelleschutzgebiet. Muss Jo moien mein Nummer Fabian die Michmensch kann mech noch net. Ja, die Luzenter Februar 21 beim SIAS als Animatrice schon den Master an der Hydrologie gemacht und war eben noch bei einem Ingenieursbüro pro Jahr und war eben bald 7 Jahre als Büro, der eben noch auf der Landwirtschaftskammer verdrohen, ehe ich dann den Posten von der Animatrice Ressource eau potable angeholt habe. Schon ein kleines Resümee einfach vom ganzer Thematik, sonst mal zusammengestellt, weil das ein ziemlich komplex Thema. Sonst hatte mal so. Wo komme ich heute nochmal für? Ja. Jede Menge Personen habe ich vorgestellt, dann kann ich die Stunde noch kurz auf die Aufgabe vom Animateur eingehen. Über die Konvention vom Animateur selber, also über das Großheitsgebiet. Daraus besteht eben noch ein Begleitkomitee, den ich kurz vorstellen an Gruppen, die auf landwirtschaftlicher Basis können bestehen haben. Das muss aber alles an dem Begleitkomitee dann aufgestimmt gehen.
Und dann geht es nach dort zusätzlich eine Schädhaftkonvention, das eben, wie den Herr Jean-Paul Just schon gesagt hat, für eben das ganze Mesureprogramm Gebiet Schädhaft eben finanzierungsmäßig eben einfach eine Karte zu setzen, sagen wir mal so. Wenn ich die Karte von der Zeit nicht überspringen kann, ich ein Maßnahmenprogramm selber vorstellen, wie das ganz funktioniert, weil das sich für alle Schutzzonen selbst. Und dann habe ich ein ganz schnell Slide einfach zusammengestellt, was im Moment an all den Gebieten einfach eine Thematik ist an dem ganzen Trinkwasserschutz. Ja, die Hauptaufgabe vom Animateur ist hauptsächlich Ansprechpartner von all den Trinkwasserversorgern, vom Minister und immer mehr von der Gestion de l'eau, also dass sie wirklich am direkten Kontakt permanent mit der Gestion de l'eau, mit all ihren Services und sich auch, also nicht nur die von der Schutzzonen Dossier schaffen, mit das wirklich Schutzverein, mit denen die dort zusammen schafft. Meine Aufgabe ist hauptsächlich, das Maßnahmenprogramm zu begleiten und eben auch zu koordinieren, für das noch umgesetzt kann gehen. Und eben Hanno, das ist dann auf viele Gebiete halt ein bisschen Zukunftsmusik, mit dann auch eine Evaluation von den Maßnahmen, für zu gucken, ob es etwas braucht, was zu tun. Und das geht nicht mehr in Zusammenhang mit den Wasseranalysen und dadurch ist eben auch das Monitoring ein großer und wichtiger Punkt, für das Ganze sozusagen dreht, und dass ich noch kann nachvollziehen, was braucht oder was ich Kind ändern in der Zukunft. Ja, regelmäßigen Austausch mit all den Akteuren. Wir haben einmal am Monat, wo wir alle als Animateuren aus dem ganzen Land zusammenkommen. Wir waren bis vor kurzem zu 7. Leider ist von der Stadt Lützeburg schon aufgesprungen, den hat schon die Hand durchgeschmissen. Den ist uns so gar nicht, das sind so, dass wir nur noch nicht zu 6 sind. Aber der geht aber so schnell wie möglich eben auch am Ersatz. Weil die Belohn nach gut nicht angefangen hat, dass auch am Kader eben von der Konvention vom Animateur aus eben den CCR, also der Komitee de Kollaboration regional, also wo den Animateur selber komplett Sekretariat überhält. Schreiben, die Organisation, alles das aus seiner Hand. Und eben die ganz Unterricht, die Unterwasserfunktion für die Kofinanzierung von den einzelnen Mesuren, das läuft im Moment dann eben auch alles über den Animateur dann. Ja, insgesamt sind 11 Trinkwasserversorger, die die Konvention unterschrieben haben. Davon ist die Stadt Lützeburg ist zwar auch beim Schädhaft dabei, haben aber die Konvention vom Animateur nicht unterschrieben, weil sie uns einen eigenen Hund, den zwar aufgesprungen ist, aber der Kader ist, dass sie selber einen eigenen Hund. Insgesamt sind es 32 Trinkwasserfassungen, von denen 32 sind der 24 insgesamt der Betrieb. Davon ist aber eigentlich der Betrieb, weil es eine Ausnahmegenehmigung hat. Und 8 Stück von denen 32 dürfen aufgrund von ihrem Verschmutzungsgrad halt nicht genutzt werden. Das ist hauptsächlich Nitrat und Pestiziden, die einfach so hoch sind, dass sie nicht dürfen andere so angespeist werden. Genau, die Konvention vom Animateur, das war mir eine lange Geschichte. Die waren im September 21 und die 11 Trinkwasserversorger verschickt für AW, die sind ganz neu abgeholt gehen. Und die letzten AW habe ich aber recht Januar 22 gut, da hat jemand lange geschläft. Und dann hat sie ziemlich schnell aber verschickt, für dann eben Dünnerschriften von all den Trinkwasserversorgern zu kriegen. Es fehlen nur noch 2 Gemeinden, aber die haben am Telefon versichert, dass sie weh ist für zu schreiben. Weil sie eben alle gut nach dem DLG muss sicher, man sie das alles an einem Kader und da kriegen schon durch die ganzen Informationen geschickt. Im Moment habe ich 2 DLG, von denen 11 konfirmiert gut. Davon ist den Herr Jean-Paul Just davon, der schon konfirmiert ist. Und der Mann ist eben so, dass auch der Präsident von meinem Komitee als ein Member vom SIAS-Büro, den zusätzlich eben auch selber Trinkwasserversorger eben muss sein. Und ich weiß auch nicht, wie ihr schon wisst, der SIAS ist am Gang an der Umstrukturierung. Natürlich, ich muss warten und so strupp, bis das SIAS-Büro am Platz ist, bis dass ich da kann mein Komitee lancieren. Dafür hoffe ich, dass ich am Mai kann die erste Sitzung machen vom Komitee. Und sie soll wirklich maximal normalerweise 2 Mal am Jahr eben stattfinden. Und auf der Grafik neben hun,
Pointer, das den Heimmenschen. Ja. Du gesehen, dass du also durch den Eingekreis, wo dann den Animateur du hast mit all den Trinkwasserversuchen, das sind die dürfen dezidieren, mit dem Minister zusammen. Die geringen Männer, die da hier rundherum gesehen, das sind die dürfen dabei sein, für nur zu lauschen oder Informationsinput zu geben, aber du kannst Decisionsrechte zu gucken, ob die Mesure oder was auch immer darf umgesetzt gehen oder nicht. Das ist da NAF, das ist Ackerbauverwaltung, das sind Büroder, die eben, und sich kann man nur lauschen, eben noch Rot können geführt gehen, aber dezidieren sind rein die 11 Trinkwasserversorger und eben dann die Ministerien. Die bezahlen, ja. Genau. Dann zu den Finanzen direkt, wenn wir beim Thema sind. Also das ist so, dass ein Animateur in den nächsten 2 Jahren zu 100% vom Wasserfonds finanziert wird. Und dann sind über 75% Kofinanzement vom Animateur. Und nur 25 läuft die Sache eben mit den 75% Führung, wie es nennt, wie auch immer. Das möchte im Moment, weil an der neuen Konvention ist so aus, dass derjenige Betrag, den du festgelöst hast, bei den Animateur während den 5 Jahren da kostet, geht das eine Summe für die 11 Trinkwasserversorger einfach durch 11 gedeelt gehen, was für alle Trinkwasserversorger maximal 2.800 € gibt aus pro Jahr, was im Moment Animateurskosten wären. Dann der Komitee, das ist so, hier sieht er eine Karte von dem ganzen Gebiet, wo den Animateur beim SIAS zuständig ist, dass eben hier oben Junglünster gemeint und das geht eben bis Schengenhof und hier seht ihr natürlich noch am Schädhof mit dabei und hier ist er Bourmilen Ancien, der eben ein eigenes Schutzgebiet hat. Insgesamt sind da 12, 7 Stück sich schon am Memorial, das ist die Hund ein Reglement, wo schon damit geschafft gehen, dass dann der Prozedur publik, das aus den Dupont von der Gemeindeweiler Latour, und sind dann noch 4 Stück, die eben provisorisch sind, natürlich aus dem Dossier Technik für das Schutzgebiet überhaupt auszuweisen, als noch gar nicht fertig. Das heißt, du könnt die ganze Prozedur von der Reglementation, die ist noch gar nicht angefangen. Insgesamt möchte vielleicht im Moment dann 4.200 Hektar aus, ungefähr. Von den 7 Schutzgebieten, die am Memorial sind da 6 dabei, wo schon am Gangen ist, von der Gemeinde aus ein Maßnahmenprogramm auszuschaffen. Den ersten Akkord, der von der Gestion de l'eau ist, das ist eben beim Schädhof, weil das als Pilotprojekt angedurcht wird, das den ersten Akkord, den ich an allen Gebieten habe. Auf 4 Stück sind eben noch die Männer in einer Phase für finalisiert zu gehen, wo normalerweise das Jahr müsste aufgeschlossen gehen, dass da damit auferstanden ist. Und ein Gebiet geht eben ganz neu lanciert das Jahr. Das Foto, das da unten sieht, das ist die Quelle Milbisch von der Gemeinde kommt dann. Dann das heute als eine Grafik, wie ich sich vorstellen für die landwirtschaftliche Kooperation, als nur wirklich auf dem Niveau von dem Komitee. Das heißt, das ist wirklich auf dem Niveau von all den Gebieten. Auf ein bisschen an dem Sinne übersichtlich zu machen, gehen die Arbeitsgruppen abgedeelt, für das nicht immer überall muss dabei sein, für das ein bisschen mit territorial aufgegrenzt, dass die verschiedenen Arbeitsgruppen und ich mir so mal an die 4 Kategorien hier angedeelt. Natürlich müssen die konfirmiert gehen, nur am Komitee, und die, du kannst darüber diskutieren, auf wen sie nur akkordieren. War froh, sind, das dann zu einer, wo die auch gut betroffen sind, das ist dann die Schädhof-Konvention, also die regelt hauptsächlich die Finanzierung von den Maßnahmen, die am Mesurekatalog dran sind. Und da ist eben wirklich Büro Best, die Verdelungsschlüssel ausgeschafft haben, was den Trinkwasserversorger von den 6, wie viel Prozent vom Restbetrag nur sollen finanzieren. Und du an der Reunion also eben festgehalten gehen, dass das Ganze soll an einer Konvention festgehalten gehen, die vom Animateur abgestaltet gehen ist. Und du kriegst eben auch den letzten Akkord, den 14. Januar, dass diese angeholt gehen ist.
Und die haben ich letzte Woche auch dann rausgeschickt und Gemenge für eben den Dünnerschriften zu kriegen. Und am Brief stand eben auch dabei, für die Repräsentanten zu kriegen, für die Reunionen zu planen, für zu gucken, was für Mesuren wir umsetzen, und wie wir die ganzen Geschichten umgehen. Du hoffen ich auch, dass ich dann noch mehr kann, da anfangen, dass du die erste Sitzung kannst zusammensehen. Du musst gucken, für eine Mesure, für viele Reunionen, dass ihr braucht, je nach Bedarf, je nach Maßnahmen, die ihr umsetzen. Das ist im Moment noch schwer zu definieren, wie oft diejenigen Personen müssen zusammenkommen. Dann heißt es der Verdelungsschlüssel eben von den Finanzen, das ist aber für die 25%, die rasch bleiben, die nicht über den Wasserfonds bezahlt gehen. Die 25% von den Mesuren gehen nur über den Verdelungsschlüssel bezahlt. Und du hast gemeint, Schütter eben dabei mit 7,66% von denen Gesamten, die sie dann überholen werden. Das ist sich, weil das eben Verdelungsschlüssel ist von ihr 6, das ist das nur immer so, dass die 6 dann zusammen müssen d'accord sind, dass die ähnliche Mesure an dem bestimmten Kader dann auch umgesetzt gehen. Also, wenn nicht, dann muss eben alles neu abgeworfen gehen oder neu die Wege gemäht gehen, da muss ich da gucken, wie das aufläuft. Da ganz kurz zu den Maßnahmenprogrammen. Das viel gesehen, also das so, dass die obligatorischen Mesuren am Reglement verankert sind und dass das Maßnahmenprogramm und sich freiwillige Mesuren sind, die zusätzlich über das obligatorisch rausgehen, für die Qualität zu verbessern, respektive zu erhalten. Und die begleitenden Maßnahmen, das eben auch wirklich den Animateur selber, respektive das Suivi von der Qualität, Sensibilisierung eben von der Öffentlichkeit. Du hast just pur Donnie kurz zur Summe geschafft. Also das ist so, dass alle Schutzgebiete bald an einem Reglement, das sich eben an obligatorische Mesuren aus einem Gesetz von 2013 muss halten, was sie dürfen oder was sie nicht dürfen an den einzelnen Schutzzonen. Und dann geht es eben spezifisch für alle Gebiete, was dafür drin auf der Karte gesehen hat, gibt es ein Einzelreglement und ein einzelnes Mesureprogramm. Und das Einzelreglement sieht dann einfach ganz genau, was dort zusätzlich muss geschafft gehen. Das sind Handlungen abstellen, für zu wissen, ein Silo an einem Schutzgebiet zum Beispiel, Konformsetzung von Mazutanken, zu verschiedenen Gebieten dabei, wie Orlo im Schädhof, wo wirklich Industrie oder wirklich Tierfer dabei sind, eben zu gucken, dass da kein Geform mehr ist. Die Ausbringung von der organischen und mineralischen Düngung ist geregelt und auch die Ausbringung eben von den Pflanzenschutzmitteln, das ist natürlich extrem, das ist eine Funktion von der Wasserqualität. Da kann ich nicht allgemein sagen, dass alle Schutzgebiete dasselbe ist, das ist individuell geguckt gehen, wie in dem Moment ein Zustand aus von derjenigen Quelle, wie das Reglement dann zustande kommt. Dann zu den freiwilligen und zu begleitenden Maßnahmen durch die Gestion de l'eau, rezent 7 Dokumente eben veröffentlicht, wie die Prozedur soll auflaufen, für die Sachen durchzuführen. Du hast eine Arbeitsfülle aufgestellt. Das hauptsächlich normalerweise der Büro d'études eben auch die ganzen Mesureprogramme aufstellt. Die haben solche Leitfaden, wie sie müssen vorgehen, für das sind sie in sich alle ziemlich identisch ausgesehen. Die Struktur steht da dran, wie sie das müssen machen. An der Förderfibel selber, das in sich Herzstück vom Ganzen, so nicht mal. Da sind die ganzen Mesuren abgelöscht, die können kofinanziert gegenüber dem Wasserfonds, die können als freiwillige Mesure an einer Trinkwasserschutzzone umgesetzt gehen. Die müssen nicht allgemein gehen mit so Katalog, den der Büro d'études zur Verfügung hat, für nur herauszufinden, bei eiserner Schutz aus denen an dem Problem, also hole ich mir die dort Mesure für die Qualität zu verbessern. Und Hanno gibt eben noch eine Arbeitshilfe, die eben ganz genau den Weg definiert, wie die einzelnen Sachen müssen Hanno an den Wasserfonds rangereicht für dass ihn eben Hanno den Akkord kriegt, dass ihn Kofinanzierung kriegt und Hanno ganz genau durchstehen hat, was die muss machen, für dass ihn Hanno auch zu und tatsächlich dann zurückkommt, wenn die Mesure aufgeschlossen ist. Die Mesureprogramme gehen alle 5 Jahre erneuert. Ab dann, wo den ersten Akkord von der Wasserverwaltung da ist, gehen die immer überschafft.
Das auch so viel gesehen, dass eben an dem Kader von der allgemeiner Zusammenarbeit, von der Kollaboration von 11 Trinkwasserversorger, ein regionaler Mesurekatalog erstellt wird, eben auf Ebene von dem Komitee. Und das wäre dann hauptsächlich aufgedeckt landwirtschaftliche Beratung, den Animateur und eben die ein und andere Sensibilisationskampagnen. Du guckst ihn dann für eine Mesure am Komitee, was im Moment wichtig ist und steht, und ob ihn das auf regionalem Niveau kann machen, was den kann auf regionalem Niveau dann machen. Also regional als für den Animateur für mich immer das Gebiet für junge Lünster wie Schengen. Das ist für mich auf dem regionalen Niveau, nicht dass man Lodo falsch verstehen. Das ist regional, das andere das Schutzzone spezifisch. Das sind uns die 11 Mesureprogramme natürlich, wenn lo eine Sensibilisation Ranghai umsteht hoff aus, dann ist das eine Mesure, die an dem Schutzzone spezifische Katalog steht, weil es Rang für Dorfwohner oder für wen auch immer Hai aus dem Gebiet ist und nicht übergreifend. So nicht mal. Dann ganz kurz ein Überblick, was so geschieht an dem Ganzen. Also das sind sich die Gestion de l'eau hat uns ein ganz neues Konzept erstellt, wie die Mesureprogramme sollen auflaufen. Sie waren nicht ganz einverstanden mit den Geschichten, wie das für Druck gemacht ist. Die haben sich Gedanken gemacht und das hat einen ganz anderen Werdegang, wie die Mesureprogramme, die lanciert gehen, eben sollen umgesetzt gehen. Bei der Derogationsstrategie, das ist hauptsächlich just, was landwirtschaftliche Beratung angeht, weil ziemlich Restriktionen und sich am Reglement stehen, was Landwirtschaft betrifft. Du hast es eben so, dass du ein Betrieb frohen, dass du durch verschiedene Konditionen eben Fleisch aber können, mehr Organik feiern oder so Sachen können machen. Und du hast das ganze Konzept eben überschafft, für du mir einfach durch die Büsche zu kommen, so nicht mal. Da gibt eben Lohn nach an Zukunft eben so geht Monitoring ausgeschafft, für zu gucken, wie ist das alles mir einfach für Wasseranalysen zu gerieren, für das auch alles immer einheitlich ist, und eben Dokumentation eben von dem Ganzen, wie ich alles präsentieren kann, jährlich und eben auch 5-jährlich, auf was für ein Niveau, die Sachen gehen eben nach alle Guten ausgeschafft. Bei der Landwirtschaft ist ziemlich wichtig auch zu sehen, dass am Kader von der ganzen Flaschenantrag schon die Einzelbetriebe an landesweit von der AStA eben mit der ASR zusammen Infoflyern, die auch von der Gestion de l'eau ausgeschafft gesehen, an Broschüren zum Thema Trinkwasserschutz und Landwirtschaft eben mit heimgeschickt wird, für das sie einfach viel mehr sensibilisiert gehen. Ob das Thema, und das da wird eben noch ausgeschafft, dass an diejenigen Betriebe eben ganz genau gesucht kriegen, bei der Dotter Parzell sind die an den Dotter Wasserschutzgebiet. Und da tut die an die Dotter Restriktion eben immer für das sind sie da eigentlich am Kader einen Überblick dazu kriegen. Dann allgemein von meinem ganzen Gebiet, also an einem Schutzgebiet bei Bayern, Informationsversorgung gewesen, eben über Mazutztanken. Das war ein bisschen schon das Pilotprojekt, wie gehen wir um die Sachen rund, für Privatleute zu motivieren, für zu gucken, ob die Mazutztanken noch konform sind oder nicht. Es war für die Leute zu 100% gratis, aber uns sich nur 10 Anlagen, die kontrolliert gehen, und es sind über 100 Haushalte eben an dem Dorf gewesen. Und darauf sind wir eben eine Reunion mit einem Workshop über My Energy, wie vielleicht anders das soll und die Sachen ruhen oder direkt an erneuerbare Energie zu denken, wie das vielleicht anders das verpacken, für die Leute besser zu sensibilisieren zu dem Thema. Da wird ein großes Urlaub war, das ist Junge Lünster, also ein ganz großes Gebiet, was zu 100% landwirtschaftlich genutzt wird. Eben nach provisorisch aus, für du wirklich zu gucken, dass wir da so weit sind, dass wir da ein Reglement kriegen, für du wirklich können Mesuren umzusetzen. Ja, und da meint sie wirklich die Ausschaffung und Finalisierung von den Maßnahmenprogrammen und so, das Wichtigste für das kann geschafft werden. Ja, und sie als Internet sieht, muss ich auch Ajour setzen, so. Ja, das war es.
Schnelldurchlauf. Voilà. Vielmals merci mal für die Präsentation. Schon schon paar Mal gesagt, ich bin wirklich immens froh, dass ich es bewegt an dem ganzen Sache Quellenschutz, weil ich kann mich erinnern an 80er Jahre, wie ich habe der Gemeinde angefangen und dann haben sie halt echt Karte präsentiert, wo Quellenschutzgebiete sollen ausgewiesen gehen. Das hat ewig gedauert, die Zeit war kein groß interessiert, so Gebiete da immer auszuweisen, weil das natürlich ganz grob Kontrante bedeutet. Ich meine, du weißt mal, wie wichtig das ist. Das heißt, Wasser geschützt gött selber sind auch betroffen eben durch Nitraten an noch teilweise Pestiziden an als ein neuer Quell. Ich meine, wenn Idealquell guckt, seid den wird den Unterschied aus durch eine Quell, wo Büscher am Anzugsgebiet ist, an einer Quelle, wo dann eine Abfluss spielen. Ich meine, ich will einfach so auch denken, dass die Landwirtschaft wirklich so ganz bereit ist, Matt zu schaffen an der Vergangenheit. Hat Gebiete rausgewiesen, waren Hunde als Bauern hier in der Gemeinde schon ganz intensiv matt geschafft. Du hast schon mal Zwischenfrüchte geschafft, die mat Stricheln an all möglichem. Also von den Bauern hier meine ich eine ganz große Bereitschaft, auch do matt zu schaffen. An sie werden am Vermocht, ob das selbst geschieht, weil sie so noch einmal schwätzen mal so lang, wir haben die Maßnahmekatalogen abgestellt, wie können wir besumsetzen. Ich meine, dass ein Kapmarsche kauft gehen zu Kontern schon, die schon dummer am Gang sind. Wir hatten mit diesen Bauern noch schon Kontakt, wie du wir. Du lebt schon ganz viel. Das klingt natürlich alles silo einfach. Habe ja nicht abgezählt, aber Terrain ist das aber alles nicht gerade so evident. Ich meine, du geht was Landwirtschaft du geht. Ich muss doch gewissen Echange sie von Donne noch fett Bauern auf den verschiedenen Parzellen nutzen. Ich meine Landwirtschaftsbüro, da man denen auch kontraktet, kann ich aber nicht Donne von allen landwirtschaftlichen Betrieben einfach so hin und her schicken. Ich meine, das muss auch alles aufgestimmt sein. Und das ist auch schon ganz viel gelaufen, die letzte Meint an dem Ganzen. Und ich meine, wir kommen immer mehr an den Ziele rund. Das lo gesot gin ha vu Masütztanken an so mir vielleicht zu schëtter Mann Probleme mat Masütztanke, weil mit ha die Gas hun zu Bayern mein man net du das dann méi de Masütztank méi man muss doch bedenken an als Quelleschutzgebiet ha lei doch Sandfaller Gemengen dran, die sech kein Quellen huet, die awer betraffers ganz stark betraffers vun engem Moosnahmekatalog klar so Aktivitäten dran. Also ich mengen Fabian werde ich nicht langweilen an den nächsten Jahren für der Dotten alles an den Griff zu kreieren. Aber das ist ganz flott, dass wir endlich so weit sind, dass es auf Firo geht. Wir werden heute die Konvention heimstimmen. Die anderen haben wir letzte Woche gekriegt, nachdem noch der Jour schon raus war. Die wollten wir dann aber nächstes Jahr dann am Gemeinderat den 23. werden wir die Jahr aufstimmen. Das ist so, dass ich am Anfang mich gemeldet habe als Vertreter von der Gemeinde Schötte, nicht weil die Umweltchefin keine Lust hat. Ich meine, sie sind schon ein paar Jahre am Gangen, mit Michael Schommer war mir permanent an all den Reunionen, sodass ich dann am Anfang die Gemeinde die nächsten 1,5 Jahre nach auch an dem Gremium vertreten, für dann Fettquellen geht. Voller wird von ihr noch froh sind, meine ich, für den Moment für die zu stellen. Das scheint nicht der Fall zu sein. Alles klar zu sehen, da gebe ich ihr später dann die Konvention aufzustimmen. Claude Marsan, Jo. Lilian Ries, Ja. Serge Stein, Ja. Dali Altmaisch, Ja. Vic Back, Ja. dann Serge Eicher, Ja. Nora Fraggerini, Ja. Joch an de Jamkauf. Ja. Voilà, da hat man dann die aufgesehen. Fabian, merci für die Explikationen und dann fröhliches Schaffen gewünscht. Also. Gut, da kommen wir zum nächsten Punkt. Da geht es dann als Umwelt, da geht es dann den Pakt Natur und da gebe ich dann Nora als Umweltchefin zurück. Also, ja, kommen wir zum Naturpakt, den ist im Gesetz vom 30. Juli 2021 geschaffen ging und aus dem 4. November 2021 von der Umweltministerin und dem Chefrat unterschrieben ging. Der Naturpakt, den ist vergleichbar mit dem Klimapakt. An die Gemeinden, die mitmachen, engagieren sich durch die Unterschrift vom Naturpakt, alle nötigen Mesuren zu holen, für auf kommunalem Niveau die Lebensräume von Land- und Wassertieren zu restaurieren, die Interkonnektivität zwischen den Lebensräumen und die Widerstandsfähigkeit von Ökosystemen zu verbessern. Als Gegenleistung subventioniert der Staat das Gemengen beim Umsetzen von den Mesuren an überhöht Kosten von Naturbüro mit 250 Stunden die Jahr. Die SIAS als sich eins gehen für die Naturbüroder, die vom Staat subventioniert gehen,
für all segen Membersgemengen zu regroupieren, sodass 3 ganz Taschen angestalt gehen an hier Büroen auch beim Seas innebrucht fertig sind. Für so eng ideal Zusammenarbeit mit der biologischen Station, wie auch mit dem Wasseranimateur an dem Natura 2000 Bruder können zu hun. An der Übergangsphase, bis die Bruder angestalt gehen, hat die biologische Station sich bereit erklärt, als Interim des Arbeits zu überholen, für mal schon einen nächsten Schritt an den Etat des Lieux zu machen. Für uns Gemeng als Doris Bauer zuständig, und dafür gehen ich immer fort, für uns den Naturpakt ein bisschen zu erklären, ehe wir dann zur Approbation vom Kontrakt auf vom Responsable für das Suivi vom Naturpakt auf kommunalem Niveau rübergehen. Da gehen ich dir fort, Doris. Voilà, merci für das Wort. Also ich wollte dich ganz kurz am großen Ganzen erklären, um was es dann dem Naturpakt geht. Das ist einfach Initiative vom Umweltministerium von der Regierung gesagt, wir wollen nach mehr intensiv mit den Gemengen am Niveau vom Naturschutz, wie wir zum Beispiel über den SIAS schon machen, zusammen schaffen und Gemengen noch nach mehr Ideen für am Naturschutz zu schaffen, auch für den Verlust von der Biodiversität zu schaffen, an als Ökosysteme auch mehr resilient zu machen. Für alles das umzusetzen, gibt es wie am Klimapakt ein großes Package von verschiedenen Mesuren, an die Mesuren, die Gemenge können umsetzen, für am Naturpakt sich zertifizieren zu lassen. Die sind ganz krass 6 große Themenbereiche abgedeelt, da das immer den Naturschutz allgemein, da geht es zum Beispiel darum, eine enge Strategie, wie dir an der Gemenge bis für Biodiversität ob Langfrist oder ob Mittelfrist machen. Es geht um Kooperation und Kommunikation, das heißt, auch Gemenge können die Leute draußen sensibilisieren, für mehr sich am Naturschutz auch bei sich selber für unter dir zu engagieren. Dann die großen Bereiche Wasser, Busch, Oppeland an den Siedlungsraum, also Dörfer selber auch. An die verschiedenen Aktionsfelder, die delen sich auf insgesamt 70 Mesuren, für die insgesamt ungefähr 220 Punkte kriegen. Die 6 Bereiche hatte ich gerade vorgestellt. An die sieht du ab dem Kuch, dass die Gewichtung ändert die großen Thematik Wasser, Busch, Offenland, Milieu urbain relativ gleich verteilt sind, bis sie wie gering dann eben Kommunikation und dann den Naturschutz allgemein, also die Strategie generell mit 15%. So verteilen sich die Punkte insgesamt, die ich kann erreichen am Naturpakt. Wie funktioniert das am Detail? Die kennt das wahrscheinlich alle Guten aus dem Klimapakt. Es gibt eine Basis, ein Mesurekatalog, den an den 6 Bereichen eben lauter Ideen aufstellt, was Gemeng kann machen. Aufgrund von den Zielen, die eventuell schon erreicht sind oder nach zu erreichen sind an dem Mesurekatalog, kann ihn zertifiziert gehen. Wenn ein zum Beispiel 40% von all den Punkten, die über den Mesurekatalog kann erreicht hat, da kriegt ihr die Basiszertifizierung an, das geht in der Führermesure mehr weit drauf, wie beim Klimapakt identisch über Bronze, Silber und Gold, wenn ihr bis zu 70% oder mehr von den Punkten erreicht hat. Was natürlich der Staat, wie in der Stadt Gemenge will, sonst mal animieren, für am Naturpakt zu machen. Das geht natürlich über Subventionen, die Gemenge können erreichen, für am Naturpakt zu machen, und noch für relativ engagiert Ziele durch sich zu gehen. Für diese Mal kriegt eine Subvention de Participation, wann da macht, wenn der Kontrakt unterschreibt. Die kriegt all Jahres, das sind 10.000 €. Dann sieht der Staat, wir überholen auch die Freien von dem Naturpakt Baroda oder Conseiller-Pakt Natur. Und zwar als durchchiffriert für allgemein selbst durch das Land 250 Stunden pro Jahr pro Gemeng gehen finanziert vom Staat. Dann, was wesentlich ist, das ist eben die Subvention der Zertifikation. Und du gibt den Unterschied noch zwischen einer Forfaitaire und einer Variable, wo die Forfaitaire, die hängt ganz einfach davon auf einer Kategorie, die ihr mittlerweile sieht, ob da eine Kategorie de Bas oder Bronze oder Silber oder Gold schon hat. Und die Subvention Variable, die hängt einfach von der Fläche von der Gemeng auf. Und sie hängt auch ein bisschen davon auf, wenn ihr dir den Kontrakt unterschreibt. Ne? Den Naturpakt, also im Prinzip viel gesehen, für über 10 Jahre zu laufen, das war ja beim Klimapakt beim ersten ähnlich. Aber der Echte unterschreibt, was die Subvention Variable dann im Moment für die Gemenge auch mit rausgeht.
Voilà, das sind die 3 verschiedenen Sachen. Nach vielleicht just zur Ergänzung, die Freien für die Conseiller, die 250 Stunden pro Jahr, da haben sie sich an OAIs-Tarife orientiert, das sind rund 30.000 €, die dann allgemein für Personalkosten im Moment zur Verfügung hat. Ne? Voilà. Ein Beispiel von der Gemeinde Schütter hatte ich da denke ganz kurz durchkalkuliert, die hat ungefähr 16,1 Quadratkilometer an der Fläche. Gehen wir mal davon aus, dass die Zertifizierung, die 40%, die Basiszertifizierung möglich ist. Und ich denke, das ist auch dran, weil Schütter war eng von 10 Pilotgemengen gleich am Kader von der Vierberedung von dem ganzen Naturpaktgesetz. Und da haben wir das Spiel schon ein durchgemacht, da kommt da ohne weiteres hin. Und dann hast du ja auch nach geguckt gehen, wenn ihr erklärt, ein Gemeng sich berät für Mathe machen. Du seht ihr ja auch bei den Echten, da die Subvention de Partizipation, die 10.000 €, die sind selbstverständlich dann aber auch die Freien für die Conseiller von 30.000 € pro Jahr. Dann die Subvention de Certification, das sind über 25.000 € bei der Basiszertifizierung, wenn ihr 40% von der maximalen Punktzahl erreicht wird. Und dann habe ich noch die Zertifikation variable, die sich ja auf die Fläche berechnet. Voilà, bei 16,1 Quadratkilometer gibt das eben 16.100 €. Und damit sind wir bei 81.100 €. Voilà, und wie verdelen, wollte ich noch kurzweise, wie sich die verdelen. Bei die 30.000 €, das war eingangs erwähnt, gehen der Conseiller geht am Prinzip von der Gemenge vom SIAS alle gut über die SIAS umgestaltet. Das heißt, für den Conseiller umzustellen, dass übergehen als Membersgemengen daneben noch alle und Syndikat. Das heißt, die 30.000 € für die Freie vom Conseiller gehen und die SIAS. Mit der Rest, das sind dann hier in diesem Fall die 51.100 €, die hat Gemeng am Fonds zur Verfügung, ähnlich wie am Klimapakt, für eben nach mehr Mesuren am Kader vom Naturpakt umzusetzen, für nach mehr für die Biodiversität zu machen. Sowohl am Offenland oder am Busch oder am Wasserbereich oder hier am Siedlungsraum, ne, an dem ihr Blumenwiesen zum Beispiel an öffentliche Kringanlagen ulädt oder heimisch Beem setzt, so Sachen sind da auch dabei. Voilà, die können nach konkreten Mesuren umgesetzt gehen. Ja, was das bislo gelaufen am Hirsch, da letzte Sommer schon war vom Ministerium aus ein Appell gegangen, dass Gemenge sollen erklären, ob sie gewollt sind, Matze machen oder nicht. Darauf hin könnt ihr ja heute eine Konvention unterschreiben, wenn ich das richtig verstanden habe, wo der am Fonds der Kontrakt zwischen dem Umweltministerium und Gemeng aufschließt, dass ihr wollt an dem Naturpakt mitmachen. Und dann mischt allgemein dann eben auch nach einer Konvention mit dem SIAS, wo dann eben Formalitäten geregelt gehen für den Naturpaktbüro da. Voilà, das ist ja im Prinzip schon alles erledigt. Ja. Heiloneinke en Karte von einem ganzen SIAS-Gebiet. Wir haben als Syndikat mit den neuen Statuten 22 Membersgemengen. Da sind 2 Gemenge gesiedelt, die nicht direkt beim Naturpakt mitmachen. Die kommen dann eventuell mich später dabei, sodass 20 Gemengen übrig bleiben. Und vielleicht lohnt für eine Klammer abzumachen, denn der Staat gibt die Möglichkeit für die Büro da entweder extern oder intern zu engagieren. Das heißt extern, das ist so wie es im Moment auch hier am Klimapakt lebt, die sich ein aggregierte Büro da, zum Beispiel den bei einem Büro die Tüte schafft, an den schafft just gezielt für ihr Gemeng die 250 Stunden für den Naturpakt, oder die sagt, mir hätte gern das Büro da intern. Die stellt selber eng Person an oder die hat eventuell am Kader von ihrer Gemengeservice eng Person, die nach disponibel wäre für 250 Stunden. Und in diesem Fall ja, also die so, dass den interne Büro da beim SIAS gesiedelt wird. Voilà. Ja, wie schon gesagt, und du machst 20 Gemengen Bad, 250 Stunden am Jahr gibt vom Staat bezahlt pro Gemeng. Das geht für die 20 Gemenge 5.000 Stunden. Und der SIAS hat dann durchkalkuliert, das sind da plus oder moins 3 Taschen, die den SIAS könnt ausstellen als Büro da für seine Gemengen. Voilà. Also da war so, die Plätze war ja am Wand ausgeschrieben gehen, und das Problem ist, dass den nicht ausreichend Leute findet. Das ist einfach der Marché als eitel, weil das ursprünglich ja auch ein bisschen heiß war. Es gibt ein Studium verlangt am Bereich
am weiten Bereich von den Naturwissenschaften, an 3-jährige Berufserfahrung, an das nicht so einfach im Moment für Leute zu finden. Dafür, weil aber die Gemenge gewollt sind, umzukommen, weil den Minister auch schon My Energy, den man da beauftragt hat, für das Ganze zu bekleden, an Gänge zu kriegen, haben wir müssen eine Interimslesung finden, solange der Büro da nicht angestellt ist. Ne? Du hast ihn heute neben zurückgegraben, ob Matabischer an der biologischen Station, die während einer Übergangszeit, bis wir allgemein ein Naturparkbüro da ist, habe ich zum Teil überholen. An Mihuna ist intern am SIA so organisiert, wir sind ja zu 6 Monaten Bestand der biologischen Station, an Mihuna ist das so abgedeelt, dass Leute, wir sehen ja alle guten enger Gemengen, sozusagen, Mihuna ist Gemengen in den abgedeelt, für das Gemengen immer einen EU-Sprechpartner bei uns haben. An Mihuna ist einfach gesagt, okay, die responsabel von der jeweiligen Gemeng, die machen dann noch den Interim für den Naturpakt, bis den Büro da eben da ist. Ne? Aber was man eben da gesagt hat, wir können nicht die ganze Arbeit vom Naturpaktbüro da überholen, die 250 Stunden, weil wir dafür einfach eine Zeit haben. Wir machen aber wir haben nächste oder übernächste Woche Rendezvous mit Daniel Fließ, mit ihrem Umweltbüro da, für das Screening zu machen von all den Mesuren. Das heißt, wir gehen durch die ganze Katalog mit Themen und gucken, was das schon zu schütter an der Reihe oder wo sie nach Lakunen, wo können sie sich überlegen, wo in den an den nächsten Jahren misst Schwerpunkt leben, für nach mehr Punkten zu gerieren. Aber wir sind natürlich auch da, wenn eine Umweltkommission oder wie Heide Gemengerot oder irgendwelche andere Gremien an der Gemeng gern die Sache erklärt hätte, sind wir natürlich auch da, können wir dann da zur Seite stehen. Voilà. Genau. Eis war eben das wichtigste Ulein, das Funktionament von der biologischen Station. Da machen wir ja auch ganz viel an. Da sei auch ganz, ganz wichtig, dass als Service für die Gemengen, für die 22 Gemengen auch obrecht erstohe bleibt, dann noch gut funktioniert. Dafür haben wir gesagt, wir machen da eine Übergangsphase, aber nicht am vollen Volumen, was eigentlich für das Naturparkbüro dafür gesehen war, dass die Gemenge Gremien zusammen detailliert Programme ausschafft. Das kriegen wir nicht hin. Voilà, das war von meiner Seite. Ich habe noch den Mesurekatalog dabei, wenn der Interesse hat, für Enkadur am Detail drüber zu gucken. Es gibt auch ein ganz flott Homepage, paktnatur.lu oder naturpakt.lu. Da könnt ihr all die wesentlichen Dokumente aufladen, dann angucken. Aber wie gesagt, ist auch allen Moment anrufen, da das ist kein Problem. Vielmals merci, Doris, für die interessante Präsentation. Also wie schon erklärt, engagieren wir uns als Gemeinde durch unsere Unterschrift vom Naturpakt für uns aktiv und der Umsetzung vom nationalen Naturschutzplan, vom Gestionsplan von den Flussanzugsgebieten und Klimaanpassungsstrategie zu beteiligen. Des Weiteren ging ich als Umweltchefin Tasch für das Suivi von der Umsetzung von den Mesuren vom Naturpakt überholen. Weil wir noch froh sind zum Naturpakt oder so, am anderen Fall ging ich später die 2 Punkte zuzustimmen. Ja, Champ. Ja, Doris, merci für die exzellente Präsentation. Ich meine, das ist ein ganz dickes Dokument, da ist vieles dran. Da können Sie einfahren. Ich meine, ich hätte gemeint, also beim guten Weg, weil wir schon lange darüber schaffen. Ich habe just ein kleines Ding, wo ich frohen, es sind 20 Gemengen. Mal 30.000 Euro. Es gibt 600.000 Euro. Muss das Gemengen die 30.000 Euro bei der SIAS bezahlen für 3 Büro da? Wenn die 3 Büro da wären... Nee, also die bezielt ja die 30.000 Euro pro Gemeng. Also die gibt vom Staat matt finanziert. Das ist aber natürlich im Budget ganz klar so, dass dir an ihrem Gemengebudget muss 30.000 Euro 4 gesehen, die SIAS kann aufrufen für Paien zu bezahlen, aber die gehen die gehen zu 100% vom Staat. Ich hatte die 30.000 Euro gibt in die SIAS gehen, das wäre ja dann... Ja, also das ist ja ein Gesamtkomplex, was dir vom Staat im Prinzip kriegt, ne? Wie dass die SIAS die Person erstellt, ne, musste SIAS auch die 30.000 Euro zur Verfügung gestellt kriegen. Ja, aber das ist das, was ich nicht so richtig verstehe. Wenn 20 Gemengen die 30.000 Euro in die SIAS überweisen, das ist ja 600.000 Euro für 3 Büro, das ist aber nicht, dürfen nicht gemengt
gibt man da tatsächlich am Ende überwiesen gehen, Da das was auch die noch. 3 wirklich kosten. Da sind mhm. keine 30.000 Euro, die Ja, ja. muss und du siehst, was dann so zu verstehen. Das ist natürlich auch so, dass nimmen das, was das kascht, Ja, bezahlt wird. Ne? Ja, ja. Das hängt wahrscheinlich davon auf, also wie gesagt, die Kriterien für die Personen waren am Anfang relativ fähig gesagt, mit langjähriger Berufserfahrung an Diploma und so weiter. Ich meine, ob es Elerleit oder Jüngerleit sind, das ändert ja auch besonders bei. Schon nur, dass du, wenn es auch einen gewissen Spielraum angerechnet war, mir das ganz klar, dass sie als verrechnet nimmen das, was ausgehen ist. Ne? Mhm. Ja. Gut, ich meine, mein Mikro geht nicht richtig. Gut, die geht nicht. Eben, der geht nicht. Lo? Lo? Nee, geht nicht mehr. Ja. Gut, nee, ich nicht Claude gesagt. Ich wollte am Anfang, voilà, ich meine, ich wollte Nora merci so noch Doris für die Präsentation. Und, ich wollte auch Sie also ganz große Merci so, dass Sie wirklich depanieren, weil ich fand, das war immens wichtig, besonders mehr als Gemeinde, die am Anfang mit dabei war, für das am Anfang an einer Testphase, dass wir da vier kommen, also sehr wie möglich auch die Zertifizierung kriegen. Und, sowieso ich gesagt in Heimat Wichtigkeit aber vom SIAS, dass wir die SIAS abgebaut haben, dass die biologische Station an alles, ich meine, an allen Domänen biologisch gesehen, die Animatrice Lodi war als beim SIAS, wir haben den Animateur Natura 2000, auf dem Bereich Orlo immens viel geschieht, also auch beim SIAS, an letzter Zeit mir noch viel wichtig, dass das auch die Kommunikation zwischen all den Leuten das an Schmengen wirklich wann verschiedene Nationen vorstellen über die Utilität vom Sie. Also ich meine, heute seid ihr wirklich, dass so wichtig ist, dass dann Zukunft auch immer mehr wichtig wird, dann geschieht wirklich auch immens viel am Interesse vom Erhalt von der Natur, was übrigens auch nötig ist. Gut, das gesagt, gebe ich da so Stimmen dann über den über den Naturpark da auf. Claude Marser. Ja. Lilian Ries. Ja. Serge Stein. Ja. Ali Altmeich. Ja. Fik Back. Ja. Serge Eicher. Ja. Nora Foggiarini. Ja. Joch und Jem Kaufmann. Ja. Voilà, merci. Dann hat man den Park Natur mal aufgesehen und dann brauchen wir eine Equipe Park Natur. Du gibst Nora dann noch ein Ja. Also nachdem es mit dem Kontrakt vom Naturpark da probiert tun, muss ich mir auch ein Naturteam kreieren. An ihr mir dazu kommen, wollte ich dem Conseil eine kleine Änderung proposieren. Und zwar hat die Landwirtschaftskommission gefragt, auch am Naturpakt mitzumachen. Und dafür haben wir auch die Members von hinten am Naturteam 4 gesehen. Also wenn das für ihr schon eine Reihe ist. Merci. Also das Naturteam wird also so ausgesehen, ihre Repräsentanten von allen politischen Gruppierungen aus dem Gemeinderat, 5 Mitbürger aus unserer Gemeinde, die am Bereich Natur und Umwelt können sind, Members von der Umweltkommission und der Landwirtschaftskommission, ein Member vom Schafferrat, den zuständig ist für das Suivi vom Pakt, dem Naturbüro dann natürlich, der Vierster an jeden Gemeindebeamten, voilà, das dann, die werden dann das Naturteam zusammensetzen. Members vom Schafferrat können aber zu aller Zeit bei den Reunionen teilholen, an Experten beauftragen, falls nötig soll sein. Voilà. Wenn du noch froh sind, ja, Jean. Ich bin eng froh und zwar ich bin froh, dass von der Agrikommission, weil wenn ein Dokument guckt, da findet raus, dass mindestens 13 Sujets an den Questionären die Agrikultur betreffen. Es wäre nicht gut gewesen, wenn die nicht dabei wären. Insofern bin ich froh, dass dann die Kommission mal dran gehalten hat, dass wir da Repräsentanten kriegen. Da wollte ich noch kleine Detailfragen aus allen Gruppementen sehen an dem Gruppen mit dran. Und dann ist noch der Member vom Schafferrat. Ist das dann nur dann ein Gruppement der 2 dran, oder wie ist das zu verstehen? Ja, prinzipiell. Nee. Der Dach, pardon. Nicht das kriegt Dach 2. Ja, Dach, dann also. Gut, Claude, du hast eine Info. Ja. Ich wollte just fragen, es ist ja dann Member von der Umweltkommission und von der Agrikulturkommission. Du hast nicht präzisiert, wie viel. Nee. Das ist, also wir lösen Member, das ja. die Kommission ab. Ja.
wie viele Leute Ja. zu proposieren. Ja. Ja. Okay. Just für als Ja, Präzision. ja, das war extra frei abgelöst. Wir wollten nicht die ganze Umweltkommission, die ganze Landwirtschaftskommission, weil die ganze Umweltkommission ja auch schon am Klimateam ist. Und wir verstehen, dass da vielleicht ein bisschen viel geht. Sie delen sich dann so ab, dass verschiedene Klimathemen ja in den Naturparken. Ich will zwar noch so zur Landwirtschaftskommission mehr, das ist aber nicht so, dass wir die Bauern da außen vor gelost hätten. Ich meine, ihr seht doch, dass 5 Anwohner aus der Gemeinde sowieso sich nach auch an der Team kommen. Und wir sind davon ausgegangen, dass du vielleicht auch den einen oder anderen sich gegen melden. Aber das ist aber gut, dass die Landwirtschaftskommission noch heute einen Teil abgefordert wird. Ich meine, das ist dann ein kleiner Fehler. Die Leute, die das ausgeschrieben oder wie geht das gemacht? Ja. Okay. War kein frohe Mesin gegen die späten des Deliberation dann noch zu stimmen. Merci. Okay, das scheint nicht falsch zu sein. Dann gibt es Aufstimme, Claude, Ja. Lilian Ries, Ja. Serge Stein, Ja. Nico, nee, die nicht, Ali Altmarsch, Ja. den Vic Back, Ja. Serge Eicher, Ja. Nora Foggiarini, Ja. Joch und der Jem Kaufmann. Ja. Voilà, das hat man dann auch aufgesehen. Da kommen wir zum nächsten Punkt. Da geht es um den Delegierten beim SIAS. Nora, du kriegst auch noch fort. Also an diesem Punkt geht den Delegierten für den an den SIAS zu nennen. Wie ihr schon alle wisst, hat der SIAS sich vergrößert, aber besteht nur aus weiteren 18 Gemeinden, die bei den 4 Gründungsmembern dann dabei kommen. Laut neuem Statut von diesem Syndikat der Vocation Multiple muss ein neues Komitee gewählt gehen, wo alle Membersgemeinden durch einen Delegierten repräsentiert wird. Weil der Claude Marsan schon am Büro vom SIAS ist und durch eine exzellente Arbeit legt, für den wir auf dieser Platz auch eine große Merci sagen, schlägt der Chefrat vor, ihm weiterhin Vertrauen zu schenken und den Claude als Delegierten von der Gemeinde Schütte an den SIAS zu nennen. Merci. Ich wollte schon eine Remarque machen zum SIAS. Ich bin da nämlich ganz recht, dass den SIAS ein ganz wertvoll Arbeit möchte und verschiedene ganz wichtige Projekte für als Gemeinde möchte. Wir hatten auch schon über die in den letzten Jahren hast du nur gefreut, für die Rapporte von den Syndikaten zu kreieren und notamment noch vom SIAS, weil der Theorie von einem Hauptsyndikat ist. Schön heute am Lenker geguckt. Wir haben noch immer keine Rapporte, die wir da zur Verfügung stellen können. Also nicht kein, wir haben über die letzten Jahren. Voilà, ich gebe noch einen Rappel vielleicht machen als Repräsentant, dass man dann wirklich insistieren, für die Rapporte zu kriegen. Ich meine, es sind wirklich wichtige Projekte, die du am Gang sind, diskutiert zu gehen. Und da wäre doch interessant, wenn man die Rapporte lesen, was dann da diskutiert, dass auch weiter verschiedene Probleme vielleicht beim Pubellen oder beim Recyclingcenter sind, da doch keine Kanäle sind. Merci. Ja, ich meine, wir haben das schon oft genug gesagt. Ich gebe dann, da einfach als Sekretär, gebe ich ihm das mal auf den Weg. Ich weiß, die Syndikate schicken da oft und Vertreter an. Wir haben schon, ich meine, wir Syndikaten, wir sind auch schon interveniert, dass sie wann nicht gelieft, Sekretariat soll noch Kopie setzen. Oft da kriegt der Vertreter ein Mann oder so, und das ist ja auch wirklich nicht schwer für alle Syndikate, für einfach ein Mail zu machen. Wir mussten wirklich Syndikaten dann einen Brief machen, wir waren in kein Mail gemacht, das dann nicht geschieht. Das Problem ist wirklich oft, dass die Leute sogar Dossier hingeschickt haben, wo wir dann nicht wissen, immer was wir intervenieren. Weil effektiv für die anderen Member vom Gemeinderat also ein bisschen schuld, weil die Syndikaten der Sängerseite also den SIAS, mir auch SIDAS, wenn ich gesehen habe, von Investimenten laufen, was du décidiert, geht mir schon wichtig, dass dort Conseille in Ave sollen informiert sind. Gut, da gibt man hier kurz gucken. Das ist der Claude, Claude Marsan, Claude Marsan, Claude Marsan, Claude Marsan, Claude Marsan, danke der Claude. Nach enke der Claude, Claude Marsan. Voller Claude, du hast voll Vertrauen vom Gemeinderat und dann gibt man dich da proposieren als absolut neue Vertreter von der Gemeinde am neuen SIAS. Wollte ich so, also vielmals merci mal für das Vertrauen, was er mal in Gang bringt. Ich meine, das SIAS kriegt noch ein anderer Nuss, das sind noch 22 Leute im Komitee, die dann an der Komiteesitzung vom 21. März, also dem Datum, dem wir festgehalten haben, wir müssen reportieren, weil die Gemeinden eben hier einen Delegierten zum Teil noch nicht gemeldet hatten.
Und da waren aber zu viel Inconnu für die Komiteesitzung aufzuhaben. Sie werden am 29. März, wo dann noch das neue Büro bestimmt wird. Da muss man gucken, wie das da geht. Der wisst ja nur die Statute vom SIAS, Modalitäten für darüber aufzustimmen, sind wenig mehr favorabel für die Gründungsgemengen, die haut am SIAS sind, wie das die und all den Objekten deelholen, andere Gemengen eben nicht. Und dann muss man gucken, wie die Büro sich da wird zusammensetzen. Ich wollte aber nicht auf den 16. Marga gehen. Ich meine, ich probiere ja immer hier am Konzert dann noch ein bisschen Rapport über die Komitee zu machen. Du hast aber recht, schon noch die Rapporte alle gut. Also Wahnsinn, nicht ob der Gemengen wären, dann kann ich das schicken alle. Also das ist kein Problem. Ja. Merci. Voilà, merci Claude. Dann sind wir da durch. Da kommen wir zu einem nächsten Punkt, den natürlich auch interessant ist. Da geht es um den Plan pluriannuel financier. Wir hatten die für den 15. Februar theoretisch abschicken müssen, aber vom Interieur nach einem Delay gekriegt. Wir haben gesagt, dass wir heute Sitzung haben, dass wir den dann noch schicken. Den PPF, ich meine, kann ich den Tableau weisen, wo sich als Situation von der Gemeinde Schötter weiterhin gut. Auch was den ICC geht, enorme Reset weiterhin. Also enorm Reset geht an der Gemeinde generiert. Wir behalten natürlich immer einen Bruchteil davon. Wenn in den PPF guckt, ich meine, einen ordinären geht weiterhin an die Lut. Wir haben am Budget 400, praktisch 5 Millionen vorgesehen. Die Steuerstand 2023 auf 5,66, das ist 2027 viermal auf Basis von den Donnerien vom Minister auf praktisch 8 Millionen ordinären Überschuss, an dat man einen Wachstum von 1,7%, den wir auch angesagt haben, dass wir das müssen erreichen. Das ist am ordinären Leim ganz gut. Wir haben den PPF überschafft. Wir haben uns aber gesagt, wir sind aber auch ehrlich. Ich meine, PPF machen, mit sich selber nicht ehrlich sind, das bringt es nicht. Muss ich schon Chiffren ansetzen, die in am Fond Vierlein hat, auch auf Basis von den Projekten, die Vierlein hat. Das sind nicht alle Projekte am letzten Detail dran, das ist klar. Ich meine, hier geht bis 2025. Wir haben aber das hier einerseits die Extension von der Schule, wo wir einen Masterplan Vierlein haben. Da haben wir von 2022 bis 2025 37 Millionen Depensen vorgesehen. Das ist schon substanziell. Dann haben wir auch für den Komplex multifunktionell auch 34 Millionen vorgesehen. Das ist das, was wir auch als der Wie-Krit haben, vom Pro-Group, das ist das nicht integral für die Gemeinde. Ich meine, da steht, wenn man das durchguckt, da ist eine Partie Whole-Service-Technik, das ist eine Partie SIAS, die man muss beteiligen, das ist nicht alles erschafft von der Gemeinde. Dann haben wir auch noch für den Centre von Schötter haben wir am Ganzen aber auch mal 8 Millionen vorgesehen bis 2025, das ist das wird Kirchenplatz plus den Centre kulturell mal. Und dann haben wir bei den Scouten auch vorgesehen. Ich meine, wir haben da wirklich schon konsequent verschiedene Investitionen vorgesehen. Das heißt aber natürlich auch, dass wir bis 2025 dann auch eine Schuld tun von, wie viel waren das mir alle? 27, wo steht das? 32,1 Millionen Schuld hat man da bis 2027, pardon. Das ist am Moment nach ganz tragbar. Ich meine, wir dürfen bis zu 20% von der Reset ordinär der Schulden leicht sind. Das ist mir leider bei 6,7%. Ich meine, hier ist ein PPF, das ist eine Sicht, wie das Kind ausgesehen bis 2025. Ich meine, das sind eine ganz gute Decision, die der Gemeinderat muss holen. Weil das wichtig ist, aber zu weisen, dass ein Gemeinde Schötter auch wohl kann, größere Projekte umgehen, dass wir auch die finanziellen Mittel haben, für die zu finanzieren. Und das, wenn wir wirklich gegen den großen Teil von den großen Projekten, die wir am Kap haben, wo wir auch große Planungen sind, wie Ausbau Schule, wie die ganzen Atelier-Recycling-Zentren so, und auch wie das Reaménagement vom Zentrum von Schötter, dass das aber zu finanzieren ist. Das, ich meine, das haben wir immer gesagt, dass doch als Gemeinde, dass ich noch einmal muss Schulden machen, wenn ein größer Projekt hat, die dann noch über Jahre noch zurückbezahlt wird. Wir schicken erst den PPF, wie gesagt,
die ordinäre Situation als tipptopp, auch die extraordinär. Ich meine, das weist klar, dass wir können aber die Großprojekte finanzieren. Ich meine, kein wie es ganz genau ob die Croissance so ist, wie es ist. Ich meine, wir haben in letzter Zeit erlebt, wenn man die Energiepreise an alles steigt, wir noch Materialpreise, die an die Lut gehen. Also da ist auf Basis vom Wissen, was wir heute tun, eine Prognose an wir werden Delo mal so op de Weh leden, den Hircht gesinnmmer vielleicht méi klar. Mir wat wie gesagt, immens wichtig ist, dass man, wenn man so ein PPF machen, dass man noch eierlich machen. Und nicht irgendein Abstrixe für dann zu so ein gut Gemengen braucht kein Schuld zu machen. Wir machen alles Mengen zu den nicht so weit nicht möglich. Ich meine, wir wissen alle gut, wenn wir ein größeres Projekt realisieren, muss man die Finanzen eben irgendwie stemmen. Und ich weiß aber, dass wir auf gesunden Fuß stehen und das werden wir auch in Zukunft da können stemmen. Wie gesagt, wir schicken jetzt den PPF, wir werden der Finanzkommission noch schicken und dann, wann da nachher machen oder Retouren sind, wir sind froh für alle Ideen an am Kader vom Budget, werden wir dann am Hirsch dann auf Basis von den neuesten Donnerstag dann Remarkiver schaffen. Voilà. Zu viel dazu, dann kommen wir auf den nächsten Punkt. Da geht es um eine Konvention für eine Terra- und Paktaktivität, die ein Entrepreneur zur Verfügung gestellt wird. Da gebe ich dem Serge. Ja, am Kader von den Erbechten vom Kollektor, den Landstauterboden, an durch den Paktaktivität bis bei Klären nach zu evaluieren gelöst wird, hat die Firma, die das Erbechten ausfeiert, gefroht, für einen Platz nur beim Chantier zur Verfügung zu kreieren, Gestalt zu kreieren. Und das an sich eine Konvention da gemacht gehen, die lebt vom 5. Juli 2021, vom letzten Jahr, und die ist geplant bis den, mal so ausgeschafft, bis den 30. Juli 2023. Der Loyer auf der Parzelle 775 über 4266, die von der Entreprise gebraucht wird, für Container und Equipment aufzustellen, belebt sich auf 200 € den Monat. Und die hat vielleicht an der Konvention gesehen, da war nach einem Punkt noch gefügt gehen, dass eben auch eine Kündigungsfrist von einem Monat, dass das heißt, wenn der Chantier los so gibt, 4 Uhr gehen, dass die Baustelle oder der klare Material giffen echt ablesen. Voilà, das führt zu der Konvention. Kannst du denken, so, wo die Parzelle ist, weil du war kein Plan dabei und schon suchen dem Partei von wo Leute? Ja, die Partei, die Leute zwischen dem Leger an die Platz, wo die Grünzone da ist, vom Gold. Ich meine, steht noch schon ein paar Container drauf. Steht schon wie lange Container ja, das ist noch nicht weiter. Und wenn der Jurlo vielleicht froh wie wird, dass man logisch die Konvention ranholen. Ich meine, die Konvention ist gemacht gehen, schon lange ist, also in dem Moment, wie die Firma den Zuschlag gut, eben auch wie, dass sie von einem mit den Näpfchen so 4 Uhr kommen, und von da aus hier, was sie auch nicht genau für ihn, dass sie giffen jetzt Geschirr aufstellen. Merci. Claude? Ja, ich wollte just drohen, auf was basiert die 200 € pro Monat, wie sind die berechnet, weil ich schon bei einer Chantier gesehen, da ging noch so einer Monat bezahlt. Ich bin froh, wie die 200 € dort berechnet werden. Am Anfang wollte man nicht gratis gehen. Das ist ein Chantier, den am Interesse vom SIDA ist, das für mich als Gemeinde auch mal dran sind. An Entrepreneur das gebraucht. Wir wollten einfach nicht gratis zur Verfügung stellen. Das ist auch so, dass die Trasse von den Dingen vom Kanal, die geht ja voll durch die Grenze. Die fuhren sowieso da durch. Und dann haben wir gesagt, gut, dann merkt das. Privatterra gehen natürlich mehr bezahlt, das ist klar, was immer Privatleute muss verhandeln. Aber im Endeffekt, ich meine, was da bezahlt wird, geht auch indirekt, geht das auch erst von den Bau her zurück an. Wir hatten noch 500 € Kind froh, wir waren da, ja, wir wollten da nicht für nichts gehen, ich meine, das war der Hauptpunkt. Okay, das ist kein Froh mehr sind, Claude Marsan. Ja. Lilian Ries, ja. Serge Stein. Ja. Dalia, Maïs, ja. Vic Bach, ja. Serge Eich, ja. Nora Foggiarini, ja. Joch und Jemkauf. Ja. Gut, da kommen wir auf den nächsten Punkt. Da geht es an einem Kanal an der Rue Saint-Donat zu Schrassig, wo man letztes Jahr auch schon drüber redet hatte. Serge, du kriegst du Wort von.
Ja, okay, mir hat jo last Jahr ab November die Servitude de Passage Terrain an der Rue Saint-Donat gestimmt. An Demos war auch schon mat gedeelt gin, dass de Kanal an engem erneuert gin, van do een Hausbau van do given Haus gebaut gin. Maar haut wir dann Gemengerot fir den Devis fir der Neiere vum Kanal zo zu stimmen. Kächte gemäß diesem Devis estimativ gin op 81.500 € geschert. Am Devis sind enthalen die Installation an noden erbechten Tremise an Etat vom Terrain, Terrassement erbechte mat Blendage an Verstärkung fell erbechten an Deefte vu méi wie 6 Meter geplant sinn. Da sind extra Strukturen, dann, die auch mussssen den Geruf dann aufsichern. Da sind auch natürlich nach Regaren dabei an och de noden Uschloss und de bestehende Kanal. An herno dann muss ich auch Lacht zo gemerk gin Topfälle vun der Tranche. An der Kächten ass eng Reserve vun 10%, man da gerechen gin an och de Kontrolle vun engem Büro d'étude. Ich mein Jo Fleisch gesi an der do duch Kirchen gevorsieht, also da habe ich den 100 auch schon ugefangen. Wir sollten den Punkt schon am Januar ab Nord die Jour wollen, mir war was jo dat ganz reportéiert gin. Me geht eben drums fir dem Bauherr dem sei Chantier net zuviel auszubremsen, wo man dat dann eben schon umlaufen hun. Voilà. Van Dolo noch eng froh wie oder net? Dat scheint net der Fall zu sinn, dann gift man darüber aufstimmen. Claude Marser, Ja. Kilian Ries, Ja. Serge Stein, Ja. Ali Alpeich, Ja. Vic Back, Ja. Serge Eiche as do, Nora Foggiarini, Ja. Joch an de Jamkauf. Ja, Merci. Da kommen wir auf den nächsten Punkt. Da geht es dann um Konvention mit dem Schütter Jugendhaus. Serge, da gebe ich dir dann das Wort los. Nee, pardon, da geht es um den Weg von der Kabinett. Von der Kabinett. Ja, der SPL Schütter Jugendhaus ist hier kurz um den Chef Rodro getreten, mit der Demand, ob Schütter Gemeng sich gave Kauf von einem Minibus für das Jugendhaus bedeeligen. Weil sie hatte verschiedene Wien nur gefragt, für 100% elektrisch, Hybrid und noch Benziner Minibussen. Und sie haben dann darauf sind, dass sie die Devis gekruten haben, dann hier Demande doch beim Ministère de l'Éducation nationale et de l'Enfance et de la Jeunesse adressiert, für eben eine finanzielle Partizipation zu kreieren. Die Demande kriegt dann einen positiven Avis vom Ministère und das Ministère gibt dann 50% von den Kosten überholen. Als Chef Roth hat mir der ASPL an eine Flotproposition gemacht, und zwar für dem Jugendhaus ein Minibus aus dem Schauer von der Gemeng zu gehen. Das Gefähr ist von 2017 und hat einen Kilometerstand von plus minus 33.000 Kilometer im Kontor. Allerdings war es nach einem, soll ich so einen guten alten Diesel mit einem Dieselmotor. War schlussendlich als der Komitee von der ASPL, hier sind sie bei ihrer Decision blieben für einen neuen Hybrid-Minibus mit 9 Sitzplätzen für die Jugendhaus zu schaffen. Das ist dann noch vom Chefrat unterstützt gehen, weil das Ministère für allen Minibus keine Subsidie ausgestellt hat. Und den anderen Punkt, was natürlich auch noch eine Rolle spielt, dass auch nicht gewusst, wie eben die aktuellen Zeiten sind, ob im Ministère noch so Akquisitionen unterstützen. Voilà, am Gemeinderotsdossier waren zwei Devis, die ugefragt sind, ein eben echt am März schon für eben den Hybrid, wo ich gesagt habe, und eben eine neue Version am Dezember, weil mittlerweile schon Verschiedenes gerne dann den Konditionen vom Kontrakt. Und wir wollten dann nur die Gemengen Rotfrohen für zum engen Eiserpropos für 50% von den Kosten vom neuen Minibus für die Jugendlichen aus unserer Gemeinde zuzustimmen.
Und noch zum anderen muss man ja auch am Budget muss man ja auch eine neue Artikelnummer dran setzen, eben für den außerordentlichen Kredit von 25.000 € dann noch zu holen. Voilà, das war lo für die zwei Sachen zu mengen der wie und zum anderen dann den Kredit den zusätzlichen. Merci Serge, sind dazu noch froh, Jem? Ja, ich wollte dazu ein kleines Wort sagen. Die Kabinett, die mal haben, Jugendhaus, ja, dort 10 Jahre alt, sie ist sicherheitsmäßig technisch als an der Reihe, klar, den 10 Jahren, diese Erlass, sie gesagt an, dann denkt den drin, für eventuell neu zu kaufen, dass die neue Zeit, dann wir haben darüber diskutiert, denk voll elektrisch, die wir aber nicht durchgehen, da wären wir abgeengt, für nicht weit können zu fahren. War auch Propos von der Gemeinde, die da gemacht war, da hat das Jugendhaus Lwów gestimmt, da war die Meinung, aber das nur ein Neukaufen, ein Hybrid, elektrisch Neukaufen mit Benzin. Und ich habe nur gefragt, dass wir dann da im Ordre du Jour haben, wenn wir dabei so dass ich auch dem Chef und Merci so, dass sie dann das Initiativ geholt haben, weil da könnt ihr erinnern, für 10 Jahre, wie wir damals die gekauft haben, da hat der Chefrat das Gemeinde nicht mit beigehen. Aber wenn wir nicht damals Sponsoren gefunden hätten, hat das Jugendhaus keinen gekriegt und sie hätten nicht können so flexibel sein, wie sie heute sind. Dafür merci, dass der Chefrat das auch gesagt hat, dass es so wichtig ist, dass das Jugendhaus flexibel ist. Wir können hier Aktivitäten machen, alle die Sachen, die sie nicht können machen. Also ich bin froh, dass das dann so antreibt. Merci. Merci, Jem. Freut mich so froh, dass du auf die Letztkeier zurückweist. Das bestätigt ja auch, dass Politiker heute einfach mehr verständlich sind. Weil ich meine, was schon damals nicht im Türen ging, mit war ja wahrscheinlich so, dass dann die verschiedenen Politiker dann einfach nicht sich konnten bei ihnen sitzen und so man die schwätzen. Dafür das ist dann doppelt flott. Und ich meine, ich bin auch wirklich froh, dass man die Decision geholt und dass das Jugendhaus eben Flottheit Gefähr kriegt. Und ich meine, wir hatten eine Reunion mit den Vertretern vom Jugendhaus an, wie sie uns erklärt haben, ganz klar, hey, das ist nicht sicher, dass wir in 3 Jahren einen Subsid kriegen, wie das Herrsch gesagt hat. Du warst für uns natürlich klar, dass wir giffen da unterstützen. Und ich meine, es war flott, dass wir sie gesehen haben, und wir noch festgehalten, dass wir es regelmäßig in Zukunft auch weiter gesehen haben. Ich meine, es war noch immer, dass die Gemeinde am Jugendhaus stand, das war, sind ich überzeugt, doch für 10 Jahre der Fall, weil die hat ja auch das Jugendhaus gebaut, dem muss für lo existiert, dann ist überzeugt, dass man in Zukunft auch kein Hai den Döger noch am Jugendhaus wird reden, alles mehr für als Jugend dann zu unterstützen. Und ich meine, die viel Flotaktivitäten an den Succès den Jugendhaus hört, das rechtfertigt schon so ein Investieren. Sergio? Es sind dann noch Frau Jem, dass du das begrüßt, dass der Chef die Jugend unterstützt. Und du wirst mit Sicherheit nach Engel Gelegenheit kriegen, bei weiteren Projekten, wo der Chef sich ansetzt für als Jugendhaus am Dorf. Ich meine, unter anderem ist das ja mit dem Kommunalplan, mit dem Jugendkommunalplan, der lebt. Auf jeden Fall, wir sind da für jeden, auch für die Jugend und wirklich für alle guten Leute aus dem Dorf. Voilà, merci. Merci Serge. Da gibt mir aufstimmen, was ihr dazu zu sagen hört. Claude Marsan, ja. Kilian Ries, Ja. Serge Stein, Ja. Dali Altmeich, Ja. Vic Back, Ja. der Serge Eicher, Ja. Nora Foggiarini, Ja. Georges an der Jamkauf. Ja. Merci, dann kommen wir auf den nächsten Punkt. Da geht es dann um die Konvention über das Funktionament vom Jugendhaus. Serge, da gibst du auch noch das Wort. Ja, aber da bleiben wir bei der Jugend. Das letzte Jahr, wie ich die Konvention vom Jugendhaus präsentiert hat, war der Covid-19 schon ein Faktor, den das zwischenmündlich an soziales Leben enorm eingeschränkt hat. Im Moment sieht ja mal nur aus, dass 2022 vielleicht eine Menge Normalität entstehen könnte. Lassen wir all dafür noch 4 gucken und zusammen schaffen an die Richtung. Das letzte Jahr konnten viele von den angeplanten Aktivitäten nicht wie gewinnt stattfinden. Und Tina und Steve haben trotzdem den Kontakt zu den Jugendlichen nicht verloren. Weil die 2 eigentlich virtuell Jugend habe ich doch gemacht haben, eben mit den technischen Mitteln, die heutzutage zur Verfügung stehen.
Wo an der letzter Plattform man Ministère de l'Éducation nationale et de l'enfance et de la jeunesse, dem Jugendhaus an dem Chefrot gouf och een Konzept d'Action general präsentéiert an dat fir 2022 bis 2025. Wer an sich als Edukateuren ausgeschafft hun. Das Konzept brot hauptsächlich op 4 Pilien, dat das Partizipation, Opsicht Jugenderbecht, Netzwerkerbecht an nonformell Bildung. Aber ich ging aber nicht weiter, also keine Angst, ich ging nicht weiter auf Details dort so an. Mir falls aber Interesse daran besteht, für mehr Informationen und mehr Details zum Konzept zu kreieren, können wir Tina und Steve gerne fragen, ob sie uns könnten darüber mehr erklären. Jedenfalls an der Plattform waren Delegierten, die war ziemlich enchantiert, die war derbecht, die ha gelegt gött an hier war huet nach positiv Usteis Gedanken durchsteis gin. Allerdings hatieren sich bei engem zusätzliche Posten 20-Stunden-Posten, die jo schon Remenke ugefrot war, hatten sich schon ein bisschen zu weit aus der Fenster rausgelöst, weil die Posten, also hier hat wirklich der Sache immer so versichtlich avisiert, aber leider Gottes gouf die Posten aber nicht vom Minister genehmigt. Aber Posten, Kästen sind nur eben Stechfeder. Ich meine, Thema ist ja die Funktionamentskästen vom Jugendhaus und die belaufen sich auf 18.674 €. An Personalkächten, die belaufen sich auf 97.331 €, werden total von 116.005 € gëtt. An der Staat bedeligt sich auch nicht mit dem nämlichen Montant und den Freien. Par rapport zum letzten Jahr, also den kleinen Haus, also das aber nicht weiter nennenswert am Ganzen. Und das war zu Mengen Äußerungen von der Konvention, mal wenn Lohn vielleicht hoch wären. Ich möchte Serge für die Präsentation. Die Konvention, die als ziemlich alljahr nämlich, das ist aber immer wichtig, dass die muss alljahr gestimmt in der Text, wenn dann geht doch jetzt eine Erinnerung, wie das funktioniert. Ja, die Pandemie hat dem Jugendhaus auch andere Vereine manchmal eine Rechnung gemacht. Aber hast du vielleicht echt Schiffer, den sonst können so viel Präsenz und dann an der Moyenne Lavalo, ob sonst die Pandemie da war, Präsenz von den Jugendlichen am Jugendhaus waren. Ich kann das nicht raussichten, ich kann das Lob dort nicht so, ich kann das gerne raussichten. Das ist aber kein Problem, weil es steht schon an all den Noten vom Tina und vom Steve. Ja, merci Serge. Das ist ja die Generalversammlung vom Jugendhaus. Da wird man die Chiffre auch präsentiert kriegen. Ich will aber auch hier auf dieser Platz vielleicht ein ganz großes Merci lassen und die Jugendhaus und die Edukateuren, auch und die ganzen Komitees. Ich meine, Serge und Nora, die zwei sind doch da aktiv. Jean Boch, all die Leute, die das dann sind immer im Haus, die das dann benevolat machen, die da eine exzellente Arbeit leisten und auch eine gewisse Verantwortung drohen. Und ich meine von Haya auch ganz große Merci und Sie alle Guten, weil das nicht selbstverständlich, dass so Projekte, also so Institutionen nach ihrer SPL laufen, an das Leute da sich auf freiwilliger Basis engagieren. Dafür, wie gesagt, ein ganz große Merci von der Gemeinde, also aber auch all die Leute, die am Jugendhaus aktiv sind. Voilà, und da gibt man darüber aufstimmen, Claude. Ja. Lilian. Ja. Serge Thein. Ja. Ali Altmarsch. Ja. Fick Back. Ja. Serge Eicher. Ja. Nora Foggiarini. Ja. Joch und de Jamkauf. Ja. Voilà, merci. Und da kommen auch noch die Jugend, kommen und den Senioren. Da gibt man dann die Konvention vom Club Senior Sierdal auch nachher aufsehen. Und da gebe ich dem Serge dann ein Enkel vor. Naja, ihr ist dann nur den Weg ein bisschen belästigen, dass ich kann sein Rapport machen. Voll ich dann noch just pur wieder am Vierfeld so, wo auch für all Jahres, wie schon für die Konvention am Jugendhaus, steht doch das Jahr eine Konvention vom Club Sierdal, oder die Jour
Viel vielleicht direkt opschmengen wësse wie en Gemengen, dats do Matsch an dem Club Sierdal sinn. Viel direkt op Schiff uns kommen bord Partizipation Budget vum Club Sierdal beleeft sich fir d'Tëtter Gemeng op 12.843 €, wat een Prozentsatz vun 13,24 durchstellt par rapport zum gesamten Budget vum Club Sierdal. Maar dëse Montant die gëtt prozentual eben zu Awohnerzuel berechent. Dat techt fir Reisgemeng viren net 4.272, war de Minus vun 2 ass par rapport zu der Statistik vum Joer firrunn. Voilà, ich mein, dat war schon wie gesagt, dass den Montant iwwer Thema herno aufstimmen. Und ich meine, dass de Wik hier kann wirklich op flotte Teile rago, wat an der Reunionune geschieht. Ja, ich wollte ganz paar Info gehen über den Club Sierdal dann. Wie in Wees der Club Sierdal aus dem Sierdalheim ugegliedert, do mit ihrem Präsident am Sierdalheim, den Herr Regis Meus, an den Direktor, den Tom Dukancic. An der Spitze vom Club Sierdal steht ja der neue Mann, den wir alle Leute schon relativ gut kennen, an den noch schon hier selber auch kennt Gemengen relativ gut, den Georges Müller. Mit seinen 3 Madebestrinnen, das heißt 2 Taschen ganz an eng half Tasch. Am Ganzen sind dann 10 Gemengen am Club Sierdal, wie den Serge schon gesagt hat, der Familienminister bezielt aber die 87%, das soll ich noch mal so, und das ist auch ein dicken Montant, den sie bezahlen an Recht, die 13%, die gehen dann auf die 10 Gemengen abgedeelt, prozentual zu den Awohnern. Die Plattform vom Club Sierdal war den 23. November, die zwar über Videokonferenz gefordert ging, weil du noch immer Covid-Mesuren gezählt haben. Leider haben du nicht ganz viel Gemengen Vertreter matt gemacht. Es waren nämlich 4 Gemengen vertreten mit den 3 Leuten, die ich für genannt habe. Das war ein bisschen die Dame, die dann vom Familienministerium zugeschaltet war, die hat doch da ein bisschen bemängelt, dass sie nicht mehr Interesse da wie die 4 Gemengen von 10. Aber das hat doch vielleicht eine Ursache gehabt, die ich aber noch nicht weiß. Dem Georges Müller hat gesagt, dass er schon an der kurzer Zeit ganz gut Arbeit gelegt hat. Nun hat man mal auf den Weg in neue Statistiken, die er bis gemacht hat, von uns, dass er da ist. Das heißt, die Statistiken, die ich so, das ist dann alles von 2021 zurückzuführen bis dann den letzten Dezember. Also am Durchschnittsalter werden bei Aktivitäten vom Club Sierdal mitmachen, sind dann Damen mit 67 Jahren und Herren mit 60 Jahren. Und dann gesagt, dass Damen aber den größten Teil von den Aktivitäten mitmachen, nämlich mit 81% an Herren leider nicht mehr mit 19%. Der Georges hat mir aber dann aber uns schon versprochen, dass er aber darauf schaffen, dass das sich ein bisschen mehr an das Gleichgewicht bringen, nämlich, dass hier da gibt eine Aktivität, ein bisschen andere Aktivitäten, die speziell auf Männer ausgerichtet sind, was aber nicht heißt, dass sie dann doch können Damen mitgehen, das gucken, wie zum Beispiel Fische gehen, eine Transmusik gucken, Technik von der Schwemme nicht dran, oder was mit technischen Sachen sind. Aber dann hat er eine Statistik gemacht, die aussieht, die Jahrgang, wie viel Jahrgang den größten Teil ausmachen. Also das sind die von 61 bis 70 Jahren mit 34%. Und dann kommen dann die von 71 bis 80 mit 16%. Gesagt aber, das sind relativ ältere Personen und den Aktivitäten teilnehmen, was ja auch gut ist. Dann gesagt, was Nationalitäten nur belangt, da sind dann, wie gesagt, 51% Lützeburger und dann der Rest, das dann abgedeelt Deutscher, Franzosen, Belgier, Holländer, Italiener
Und dann gibt es natürlich auch Leute, die nicht definiert, also die schon definiert sind, aber die nicht am Club Sierdal an engem von den Gemengen wohnen, die den Club Sierdal, die 10 Gemengen, die am Club Sierdal da aussässig sind. Aber dann ist nach von der Gemeinde Schötterheit so, dass sie mir 285 Kontakte hatten, Kontakte hecht, dann aber das kann aber auch, dass die nämliche Person und 2 Aktivitäten oder 3 Aktivitäten kann teilgeholt. Wir stehen aber nicht schlecht, von den 10 Gemengen sind wir aber die Gemengen mit den drittmeisten Kontakten, sodass das auch nicht so schlecht ist. Man dann nach Schluss gesagt, Aktivitäten, das sind da sind, also da sind 76% davon sind Sportaktivitäten, was die Gesundheit belangt oder den Lebensstandard, den besten Lebensstandard für die Leute. Und dann der Rest, das 10% Kultur, dann das Aktivität kreativ, also Malen, Zeichnen und so Sachen. Und dann Kontaktsozialen, das sind dann 8%. Ja, und dann, da schreiben Sie noch ganz kurz, sind alle Guten die Aktivitäten durch natürlich den strengen Maßnahmen von den Covid-Restriktionen aufgelaufen. Das ist mit dem Covid-Check. Die Aktivitäten sind begrenzt zwischen 10 und 15 Personen Maximum. Und dann, die Zertifikate, die sind dann auch regelmäßig auch kontrolliert bei allen Ausgängen, was gemacht ist. Und dann sollen sie noch merci für all die Info und nicht, sondern noch merci, weil das wäre von meiner Seite. Merci. Vika Serge für die Explikationen. Sie lassen noch Fragen zum Club Senior. Lilian? Ja, ich wollte da dabei sein und ich mal merci dem Vic für seinen ganz genauen Rapport. Sie ganz dick daran interessiert. Also, da wollte ich noch sagen, dass wir als Kommission von der Familie im 3. Alter am sozialen Uleis ganz darauf aus wäre, für am Club Sierdal eng zusammen zu schaffen, gemeinsam Aktivitäten hier an der Gemeinde zu organisieren. Und das hat auch gut funktioniert, wie wir gut am Gang waren. Du wäret für Südverein, dass die Covid dazwischen kam, und auch nach dem Depart von der Direktrice von Demos. Und nun will man das aber alles und Laufen kriegen. Und dafür hat man den Herrn Müller gefragt, dass er soll bei uns an der Kommission Lunch kommen. Aber haben wir das aber mehr ausgedehnt. Und da sind wir froh, dass unser Chefrat auch könnt an die Reunion, die erst mal mit unserer Kommission zusammen. Und den Herrn Müller hat gesagt, dass der Herr Direktor, den Herr Präsident, den Herr Duganczyk, dass die mitkommen, für sich vorzustellen, für ganz Aktivitäten an der Club Sierdal, danach auch als Kommission vorzustellen. Und ich hoffe, dass wir nur so gut können führen, dass wir sind Aussichten, dass es ja besser geht mit Covid. Aber dass wir alle so Martine können zusammen planen und eventuell am Städtertreff und außerhalb vom Städtertreff, dass wir Martinen zusammen können Flottaktivitäten machen. Ich meine, das war ja auch der Wunsch von unserem Chefrat, dass wir auch auf dem Niveau zusammen mit dem Club Sierdal zusammen schaffen. Voilà, guck mal, was dann noch mal recht ist, wird man schon durch einen guten Anfang kommen. Merci. Merci Lilian. Ich meine, Vicky. Ich will noch ganz kurz sagen, dass ich darauf aufmerksam gemacht habe, also in denen will immer die letzten Bemerkungen oder die letzten Aktivitäten, die sie machen, wo nach Plätze frei sind, die kann ich mitgedeelt kriegen über die App, die
am lechte Gemengeburt also net am Gemengeburt pardon an ihrem Seerdalheim-Zeitung an die ass e Momentchen schon sei ja die ass also www.seerdalheim.lu do krit den dann all Infoen. Et brauen sech nëmmen do ze mellen as eng Mailadress och run ze gin, da krit den ëmmer die lächt Infoen wann a wo Appes las ass. Dat wollech nach dabei so. Voilà, merci Vic. Wie gesagt, das gut, dass die Aktivitäten am Mulllafen mam Club Senior an das wie Lilian seht, sowohl Familienkommission wie Club Senior, ich meine noch Dami Peras mit 10 und engem Strang an wir sollen gucken, dass so viele Leute wie möglich können profitieren. Wir sind als Chef oder fix froh, dass die zusammen habe ich das an ich meine noch Club Senior wird eng Plus-Value sind am Kader von unserem Plan 60 plus an das schon ein ganz flot. Voilà, da gebe ich proposieren, dass wir dann über den Dingen aufstimmen haben, über die Konvention Claude Marsan, ja. Lilian Ries, ja. Serge Stein, Ja. Ali Altmaier, Ja. Vic Bach, Ja. Serge Eicher, Ja. Nora Foggiarini, Ja. Joch und Jemkauf. Ja. Merci. Da kommen wir zu den Konventionen für das nächste Jahr mit der Maison Relais, einerseits an mit der Crèche. Das ist die Konvention, die wir alle am Staat haben. Die hat sie gesehen, Chifferen, einerseits zum Enfant non scolarisé, das ist hauptsächlich den Deal Crèche, all die kann dann an die Schule gehen. Die kostet ist prävisibel für das nächste Jahr 1.177.000 €. Das heißt, das integral vom Staat wird das bezahlt, da wird die Gemeinde nicht beizulegen, das wird immer zur Gemeinde bezahlt, und der Staat hat keine Subventionen da gehen, dafür sind freie Funktionen komplett für den Staat. Dann, wir gucken vielleicht die zwei Konventionen zusammen, dann haben wir eine Konvention, die Maison Relais angeht, wie gesagt, ein Agreement von 280 Kanner, wo am Moment auch eine Prozedur läuft für ein Agreement für eine Extension für 20 Kanner zusätzlich zu kreieren, eben über die Makerspace, wo wir auch schon hatten. Du sind Gesamtkosten 1.670.000 €, wovon die Gemeinde dann aber 25% muss drohen, was da 419.000 € ausmacht. Ich meine, hier sehen wir wirklich, wie viel der Staat an als Kanner auch investiert, doch an die ganze Garderie. Ich meine, wenn in das gesagt ein Crash, wo aber 1 Million kostet, die der Staat dann integral überhält, dann noch Maison Relais. Aber wenn ihr dann noch guckt, was dann aber am Endeffekt die Scheckservice der Eltern muss bezahlen, meine ich, muss ich wirklich bewusst sein, dass der Staat aber immens Erfahrung möchte, für eben die Leute zu ermöglichen, dann noch teilweise zu zwei können schaffen zu gehen, an ihr kann er dann auch können da versucht kriegen, an noch ich meine an Infrastrukturen, die sich auch weisen lassen, die konform sind. Ich muss auch so in alle guten die Nicht-Lützeburger Leute, die aus dem Ausland herkommen, die können alle noch staunen, als ich belöwen über das, was an dem Land geboren wird. Ich meine, für uns ist das oft Normalität, aber ich muss wirklich aber heute mal so, was da für enorm Erfolge gemerkt werden von der öffentlichen Hand, für eben als Kanner zu versuchen. Die Konvention durchgelesen, ich meine, das ist nicht viel anderes dran wie die Jahre vorher. Das ist aber ein Artikel, der steht da dran, da geht er jetzt von einem Avenant Covid-19. Ich meine, da steht dann, dass die Modalitäten beibehalten gehen. Da war so, da haben wir letztes Jahr am November ein Avenant gekriegt, wo dann dran steht, dass der Staat dann zusätzlich Personal überhält, wo auch nicht unbedingt müssen die Formationen und die exigiert sie für eben die ganze Covid-Zeit zu überbrücken. Die haben mir unterschrieben, die auch geschickt am November, wir haben nach ihrer Tour vom Ministerium gekriegt, dafür hat man den noch nicht am Gemeinderat, auch den Avenant, die war just für das letzte Jahr. Das ist so, dass die Maison Relais kriegt, dass sie zusammen 120 Stunden weiter da gekriegt haben, den Monat, die sie konnten, wo sie konnten Leute ausstellen, eben für sie zu unterstützen. Dadurch, dass eben Gruppen abgedeelt sind, das war aber viel mehr kompliziert, auch hier Leute, die teilweise da krank waren. Wie gesagt, das sind die einzigen zwei Neuerungen, was die Konventionen angeht. Ich meine, das ist alle praktisch dasselbe. Ich habe da noch, dass auch das Budget, am Endeffekt hat ja noch geguckt, wie die Präsenzen waren. Das Budget wird abgestellt auf Basis von den Präsenzen vom Jahr für drun. Das geht dann ab der alle Jahre nur auf Basis von den effektiven Präsenzen. Voilà, wenn du noch froh bist, Serge?
Ja, schon ein Problem mit einem Zoll bei den Enfants skolarisierten. Ich meine, da hat man 2020 zum Beispiel 192.000 Stunden, die budgetisiert wären für die Kinder. 2021 wären 197.000 und dann 2022 wären der Logisten noch 107.000. Also da mal über 10% Männer. Obwohl man davon schwätzen, dass mir so relativ mit einem Milieu geht, dass Nagrimer muss erweitert gehen, dafür kann ich die 12 wirklich nicht nur vollziehen, dass das bei mir 10% zu der Männer sind. Und auf der anderen Seite bezahlen wir aber 5% mehr Partizipation dafür. Du hast irgendwie ein chemischer Widerspruch an denen Zöllen. Das dann an der nächsten zum Schluss. Ja, ja. Die Dinge. Gut, wie gesagt, ich kann der Lolo nicht direkt eine Antwort geben, kann das aber mit den Responsablen von der Caritas aufklären, was du gemacht hast. Prinzipiell. Aber ich meine, einerseits die Präsenzstunden, dann ist die anderen Stunden alle gut, die ganzen Personalschlüssel. Wie gesagt, wir können das gerne aufrufen. Ich kann da noch nicht direkt eine Antwort geben, wo ich 100% sicher bin, dass das auch richtig ist. Ich freue mich dann genau und dann kriegst du die Antwort darüber. Voilà, wenn du sonst keine Frage sie gib mir das aufstimmen. Claude Marser, ja. Lilian Ries, ja. Serge Stein, Ja. Ali Altmaier, Ja. Vic Back, Ja. Serge Eicher, Ja. Nora Foggiarini, Ja. Georges und Jam Kauf. Ja. Merci. Kommen wir auf den nächsten Punkt. Da geht es um den Finanzement vom Office Sozial und da gebe ich ihm noch eine. Ja, hier geht also um die Approbation von der Konvention über das Funktionament und Finanzement vom Office Sozial jeweils Jahr für das Jahr 2022. Das Konvention geht alle Jahre unterschrieben und von Jahr zu Jahr dann noch verlängert. Und der Konvention und Funktionament ändert sich nicht an den Detail vom Finanzement mit voraussichtlichen Kosten liegt Johann drin. Die Kosten gehen zu 50% vom Staat gedrohen, an die anderen 50%, die gehen von den Membersgemengen, Konten, Sandpfeiler, Schütter und Weiler Latour gedrohen. Zwei gehen dann an Tranchen ausbezahlt. Am Moment schaffen 3 Assistenzsozialen an einen mit einer administrativer Tasche. Und die gehen natürlich schon der Croix-Rouge angestellt. Totalkosten gehen pro Abwohner von der Gemeinde gerechnet, und uns Gemeinde muss das Jahr 74.641,98 € bezahlen. Ich wollte doch darauf aufmerksam machen, dass ein Office Sozial am Laufe des Jahres an das alte Postgebäude auf Eiter plündern wird, nachdem es das aber da renoviert wird. Bei der Visite haben wir den Architekten natürlich auch darauf abgewiesen, dass hier die notwendigen Instanzen kontaktieren soll, für das Gebäude sicherheitstechnisch konform zu renovieren. So, weil wir nach froh sind zu der Konvention, da probieren ich sie zu beantworten, sonst ging ich später in der Konvention zu stimmen. Schön Marlene zu sehen, Lilian, du wolltest noch was sagen? Ja, ich wollte eher auf die Wichtigkeit von die immens gute Arbeit vom Office Sozial zurückkommen, dass lo nach viel mehr schwer gehen. Ich weiß, dass die Leben nach Medaille gehen, als an den Preisen immer nicht mehr an die Luft gehen. Und dass für die Leute, die schon nicht tun und die ganz schlecht draus sind, dass Zeiten viel mehr schlimm gesehen nach wie vier drin. Und wie an der Enge von der Sitzung auf hier vor vier drin, du hattest schon gesagt, dass 21.618 Prestationen von unseren Assistenz Sozial in unserer Gemeinde gelegt sind. Und das betrifft dann nicht nur dat allerärmst Leid wo muss geholfen kriegen für aus dem schlimmsten Reis zu kommen. Sie helfen auch bei den administrativen Problemen, bei den Logementsproblemen, bei op de Revis a fir alle Gore die administrativ sagen, mir wird für allem auch ganz wichtig ist, was wo se ganz viel gesprochen gehen, dass Leute an die Bank alimentär kommen, wissen wir, dass bei uns rundherum Leute sind, die sich gar nicht können leisten, die dann an Office Sozial gehen, für du Hilfe zu kriegen. Natürlich brauchen sie überall finanziell Hilfe. Also so dass den Office Sozial nach immer mehr wichtig wird und nach immer mehr da ist für Leute zu unterstützen, denen es nicht so gut geht und denen es ganz schlecht geht.
Dafür sind ich froh, wenn die Konvention immer gestimmt wird und dass wir ja auch als Gemeinde ganz engagiert sind. Merci. Merci Lilian. Ja, ich mengen wir haben in letzter Zeit gesehen, also seit die Reform von den Office-Sozialen, das war eine ganz wichtige Reform. Und auch da gesagt, wie du siehst, dass der Besoin immer mehr groß wird. Und das auch wichtig, dass das Leute eine Anlaufstelle haben für all diese Probleme, besonders am Moment auch, wo die immer mehr an die Labyrinthe kommen. Und von uns aus, von der Gemeinde aus, auch ganz großen Merci einerseits als Vertreter am Office Sozial, aber auch an all die Leute, die da arbeiten, und besonders auch als Assistent Soziale, Menschen, die das ganz gut machen. Und merci auch für Sie, für die Arbeit, die wird ganz so und gerne Menschen probieren wir die Konvention an die Budget, da auch den aber Menschen an Grenze bleibt für die Superservices, die da aber gelegt gibt für uns Leute. Voilà, da gibt es auch darüber aufstimmen, Claude Marson, Ja. Lilian Ries, Ja. Serge Stein, Ja. Ali Altmaisch, Vic Back, Ja. Serge Eicher, Ja. Nora Foggiarini, Ja. Joch an Jemkauf. Ja, Merci, und da kommen wir noch auf die Vierkaufsrechte. Serge, du kriegst das Wort. Ja, ha geht Vierkaufsrecht für 2 Parzellen. Alle beide sind angedrohen an der Gemeinde Schötter Sektion A an der Kanischer Straße, Rue de Kalach. Den nächsten Terra mit der Kadasternummer 74 über R 4015 hat eine Fläche von 2 R an 80 Cent Jahr. Und die zweite Parzelle hat eine Kadasternummer von 74 über R 4016 und hat eine Fläche von 5 R an 56 Cent Jahr. Alle beide liegen an einer Zonenwert an dem gemäß dem PAG. Voilà, für die 2 Parzellen wollten wir die Gemeinde proposieren, für auf Vierkaufsrecht zu verzichten. Ouais. Dazu Jem. ja, ich wollte just ein kleines Detail fragen. An die Ringer Parzell, du hast etwas angezeichnet. Was kann das sein? Was ihr Plan meinst du, was besagt sich noch? Die Parzell, natürlich nehmen 2 Jahre von den 2. Er da 40, 16. Ja, du hast etwas angezeichnet. Was kann das sein? Du hast ein Häuschen angezeichnet. Du hast auch ein Ja, das ist kein Heiß. Nein, du darfst auch kein Häuschen abgerichtet gehen. Nee, ich frage just, wenn das neue Sturm mit das angezeichnet wird. Nein, an der Mitte, guck mal. Nee, das nicht du, ja, das ist wie so ein kleines Häuschen, das du projiziert hast. Wie gesagt, du hast nicht, verdienst du mal. Nein, du hast nicht. Mein Foto leitet ja dabei. Du hast nicht, du war im Moment auch geduld für das Gartenhäuschen. Da hat der Leute mal am Gedanken gespielt, du etwas abzurichten. Ich meine, das klar geregelt, wo die Gartenhäuser an den Dingen zu stehen haben. Und wann auch in den Dörfer abrichten. Ich meine, du musst sowieso vom Environnement den Akkord kreieren. Und das auch so, da steht auch dran, ich meine, du war an den Parzellen war eine Retention gemacht gehen für die Wasser. Und du auch klar dem Notar gesagt, dass du auch eine Servitut darüber hast. Das heißt, du kannst ja noch nicht die Parzellen einfach so riet machen. Also muss ich auf jeden Fall immer der ganze Retention da Rechnung drohen, wann du etwas möchtest, weil demnach hast du den Terra ausgebaggert gelegt. Und, wie gesagt, an der Grenzone, der sowieso ja. Kein Apps mehr ohne... Guck einfach da nur an der Sicht Bescheid. Du hast nicht, du hast einfach Plan, ist das, wenn den du dran gelöst hast, mit den Preis können du dran zu leihen, du steht nicht. Gut, ich stimme darüber auf, Claude Marson. Ja. Also, jetzt verzichte Lilian Ries, ja. Serge Stein, Ja. Ali Altmaisch, Ja. Vic Back, Ja. Serge Eicher, Ja. Nora Foggiarini, Ja. Joch und der Jemkauf. Ja. Dann der nächste droit de Präemption, Serge, wird nicht und dir. Ja, Dossier. Okay, das ist dann 7.2. Da geht es das Vierkaufsrecht für 3 Parzellen angedrohen an der Gemeinde Schötter, Sektion C, zu Straßisch. Parzellen leihen nie auf den Nähen an hun Kadasternummern 395 über 1889 mit einer Fläche von 4 R und 42 Cent Jahr. Kadasternummer 395 über 1890
mat enger Fläch vun 4 an 23 Cent Jahr. Und dann die dritte, das ist Kadasternummer 395 1891 mit der Fläche von 8 an 29 Cent Jahr. Die drei Grundsteckerleihen gemäß dem PAG an einer Zone hab 1 und ein Gesamtgröße von 16,94 an Geifen für 2.200.000 Euro verkauft gehen. Und genau wie beim Punkt 4 drin, wollte man eine Menge Rot proposieren für Kaufsrecht zu verzichten. Nach just gesagt, die 2,2 Millionen auf vielleicht hat einen Preis von 129.870 Euro nach. Ja. Voilà, merci Serge. Sind du keine Remarken oder Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Gib mir das aufstimmen, dass wir darauf verzichten. Claude Marser, ja. Lilian Ries, Ja. Serge Stein, Ja. Ali Altmaisch, Ja. Vic Back, Ja. Serge Eicher, Ja. Nora Fogiarini, Ja. Joch an de Jamkov. Ja. Da kommen wir auf den nächsten Punkt, dass wir in der Verkehrsreglement, Nora, du gibst dir vor. Ja, da kommen wir zu meinen lieben Verkehrsreglementen, die ich, wenn die auch verstanden sind, auch an einem Block Stimme ging. Also enke zu evasieren, du hast Trüde Bayern zwischen dem Zugübergang und der Kreuzung mit der Straße am Pratel schon vom 10. Januar bis Ende von Arbeiten der Bengerbund gesperrt. Das ist für uns Infrastrukturarbeiten. Der Verkehr wird mit roten Lute geregelt und Parken und Stehen bleiben als an dem Transport beide Seiten verboten. Das andere Reglement, das ist zu Altschötter. Und da gibt das Verkehrsreglement von der Rue du Village während dem Chantier für den Tronçon zwischen der Rue de la Forêt an der Straße am Pech bis den 30. April des Tür verlängert. Den Tronçon ist da gesperrt, auch was Busarien an Busarien sich supprimiert. Und dann zum Schluss Neuheißen, du gibt Rue de Senningen vom 23. Februar bis voraussichtlich den 29. Juli für den Verkehr ganz gesperrt. Und da war es möglich, wie Jean-Paul schon gesagt hat, da wird probiert, wir während dem Kollektivcongé abzumachen. Und dann noch in anderem zugesperrt, eben bis dann von den Arbeiten. Die Arbeiten werden voraussichtlich 1,5 Jahre dauern. Und dann dürfen natürlich just da wohnen an Fournisseuren, die dürfen da durchfahren. Und diese Chantier, die wird dann am Kader von der Erneuerung von der Straße gemacht. Wenn wir froh sind, dass... Ja, Serge. Ja, just weil ich eine Remarque, ich meine, gesagt, noch ein bisschen bei den Navien, die dann ausgehängt gehen oder publiziert gehen, ich meine, da steht dann dran bis Juli oder voilà, der Front leider nur, wir dann soll da viel mehr lang dauern. Ich meine, wäre mehr transparent, weil man geht immer ganz klar so, nicht du hast Dürre vom Chantier, wir sperren da just, wenn es dem Congé kollektiv mir das Leute wirklich wissen, dass so für 2 Jahre gesperrt ist und dass sie da vielleicht ab einer Mal an Transport und umsteigen, wenn sie wissen, dass mich schwer geht, mir das mehr transparent kommuniziert, wie lange die verschiedenen Straßen aber wirklich gesperrt sind und nicht nur bis Congés gespielt was. Ja. Ich meine, am Boot, wenn ich mich nicht irre, am Boot 2 Stunden Rue de Senningen, dass die gesperrt wird für 1,5 Jahre. Mit das Recht soll ich nicht vielleicht dann definitiv. Im Prinzip so mal immer bei den Chantier. Das ist auch oft wie Ivasieren oder so, du weißt nicht, wie es Ferro geht, das schläft, Rue du Village dauert auch so viel mehr lang, mehr richtig, dass vielleicht die Leute sich nicht viele Reglemente berufen, also wirklich seht, das ist so lange gesprochen. Wir probieren noch da, wo nicht zu informieren, wenn es nicht mehr geht, wir probieren die Schalter dann noch überall zu setzen, für das Leute nicht am Neueis rennen. Mit das geht immer mehr schwierig an. So muss ich sich effektiv auch immer an Situationen am Anfang von denen setzen, die hier durchführen, die nicht von hier sind, weil oft gesehen mir da doch alles viel mehr einfach, weil Moral NRW erkennen, und das immer dann Luft nur an denen Sachen. Als Service muss ich zwar so, sie gehen sich aber drunter an, das klappt aber mit ihnen, sie machen immer jetzt best. Gut, ging mir über das Reglement en Block aufstimmen, Claude Marsan, Ja. Lilian Ries, Ja. Serge Stein, Ja. Ali Altmaisch, Ja. Vic Back, Ja. Serge Eicher, Ja. Nora Fogiarini, Ja. Joch an de Jam Kaufmann. Ja. Voilà. An der Kimmer nach der Sätze vu verschiedene Leute an paar Kommissionen, da gebe ich dem Serschnecket vorgehen. Ja, wie an der Deliberation schon notiert, gehen an der Sportkommission an der Kulturkommission Membern ersat von der Gemengerot sind Zustimmung natürlich dazu gibt. Bei der Kulturkommission da hat den Guy Jourdain demissioniert, und hier geht durch den Herr Remy Labbé ersat.
An der Sportskommission waren et Herren Steve Back, a Georges Müller, die demissionär waren, agin durch Herren Andy Kieser an alle Kiefere seit. Das Weiteren huet Samantha Schweich auch demissioniert, weil hat an eng einer Gemeng wohnt, a gëtt durch den Guy Funk an der Sportskommission ersät. Ich will aber op jeden Fall alle Götten den Membern aus den Kommissionen, die lo opgehalen hun, in dicke Merci soen für ihre langjährige Tätigkeit an der Boden der Kommissionen, an denen neuen, die lo beikommen sind, natürlich auch Flotmat schaffen an Gruppe. Merci. Ja, merci Serge, du hast eine Frage. Ich wollte ganz kurz sagen, an einer Kommission, wo ich dran bin, Sportskommission, also wir hatten da einen exzellenten Präsidenten, eine gute Sekretärin, die das formidabel gewesen, schon viele Jahre, wo das gut funktioniert hat. Leider trefft dann eine Entscheidung, Heinz, dass sie davon abhalten, den anderen geht in einer Gemeng, und dann Reglement steht, wenn nicht mehr eine Gemeng wohnt, dann kann nicht mehr Kandidat sein. Also ich war da auch jedenfalls an der Kommission wichtig tätig. Ich war an die exzellente Arbeit, die mit Summe gemerkt in der Woche, merci so, weil das haut nicht jetzt frei nach bereit, sich Freizeit zu holen, für Sachen zu organisieren und dann zu gesehen, dass auch nicht immer alles so klappt, wie das gerne gehabt hat. Bon, merci für die Arbeit, die du gelesen hast. Merci Jean, Pierre Wick. Ich wollte kurz so, wie geht das richtig weiter, du an der Sportskommission nachher zu ersetzen? Das aber den von der CSV ernannt war. Wie lebt das? Müssen Sie ihn nennen oder wie geht das? Ja, okay. Alle Kommissionen, also Parteien müssen hier vertreten. Okay. Wir werden einen kleinen Appell machen. Ja, Claude, du wolltest ja, ich wollte persönlich so, ich weiß nämlich auch, wie wir darüber geguckt haben, von 3 anderen Leuten, auch aus dem Dorfleisch dabei, die auch nicht mehr in der Gemeinde wohnen. An der selber die Mission nicht gehen hun sind 3 verschiedene Parteien, die genannt haben. Ich weiß nicht, ob man denke, Lohai seht, guckt mal denke alle Leute noch durch, ob sie nach Hause sind und ob sie nach an der Kommission tätig sind oder möchte vielleicht Verwaltung ihren Englisch, ja. Wo man ein Prüfe, wen überhaupt noch an der Gemeinde gemeldet ist. Wir hatten ja, ich meine nicht. Stelle Ihnen kein so. Nee, ich meine, kommen wir an den Bildern effektiv, denn alle hat man schon eine Abstellung gemacht. Und wir wollten noch gucken, ob wir nicht dann vielleicht ein wenig rausschreiben, dass Leute, die sich noch sollen melden, weil 2 Leute, die Parteien genannt sind, dann noch Leute, die meinen Versuch angeholt. Das meint was so einen kleinen Abruf, wir haben das gleich auch gemacht, dass wir die Lust da gucken haben, dass schon nicht, dass das muss Leute sind, die an unserer Partei sind, wir haben gleich eine Lust, geht drüber geguckt, wann ihnen interessiert das an, da geht es genannt an. Da gibt man das, wir geben den Bilan machen. Wir nach 4 Stunden geht dat dann matdeelen an dann kann jeder so sich oder wir sind der Code der ausschreibt, aber nicht schmelt guckt man. Gut, haben wir aufgestimmt, nee, dann machen wir dann mal nach. Claude, du hast eigentlich so. Das ist gut, da gibt mal aufstimmen, Claude Marsan, ja. Lilian Ries, ja. Serge Stein, ja. Ali Altmaisch, ja. Vic Back, ja. Serge Eicher, ja. Nora Foggiarini, ja. Jora Jamkauf. Ja. Voilà, da wir durch den Ordre du jour durch, dann waren wir nach froh, Sie von der Conseil Jamp. Ja, Kleinigkeiten, aber nicht zu frohen. Wir hatten für 2-3 Sitzungen da vom Stehmeister, den abgehalten hat, hat man gesagt, für Dokumente zu kriegen. Ich meine, noch das nicht kriegt, wie den Werdegang da war von dem Matwa Sprachkrieg. Wir kriegen das. Und ich meine, ich habe noch nicht gekriegt davon. Wir gucken das mal ein bisschen. Ein Zweit sagte, ich wollte so ein Morgen Abend aus einer Reunion von Nuit des Sport, ich habe damit eine Invitation gekriegt. Ich habe damit eine Invitation gekriegt für morgen Abend eine Reunion. Die muss aber schon wie lange raus sein. Nee, ich habe damit einen gekriegt. Hat dann ein Rappel? Nee, ich habe damit einen gekriegt. Ich habe damit ein Ding gekriegt für morgen Abend eine Reunion. Ich will nicht dabei so und ich brauche nicht zu sagen, ihr wisst doch, das ist kurz. Das ist kurz. Voilà, ich war dort noch wenig mehr überrascht, weil wir waren am Chefrat, die Puni, die an der Kommission an der Chefrat kommen waren, die konnten mir gesagt, wir gehen mal informiert gehen,
wann dat wär. Ich war dat just so ich gucke nach fir längser Rätsel dann tre ze kreier jedenfalls Sportskommission as mat nowen do vertruden, dann wollen ich en klang nach der Drittsoen. Ja, ich fuhr noch nach mal am Bus an zu Schotter bei der Gemengen dat Bus heißen. Ich finde mir am Bild seht as fragt, da muss man Prabli draufstoen, sos gest am Bus heiße nas. Du hast Uwen Dingen, die gelesen, also den der fragt. Ich weiß nicht, ob das Neues rundherum drauf gefallen. Also ich weiß natürlich, was ich muss Prabli muss ich draufstoen, das geht nicht nas. Guck das noch, wann ich lief. Also die Reunion von Mordenoven, die ist schon Main davon nach, die erste schon annonciert gehen. Gucken wir vielleicht am Ding Spam-Dossier. Jetzt was kriegst du dir da lo als Kommission? Das ist zwar komisch, weil die Vereine sind invitiert, dann schmeint das schon darum gegangen, für die Vereine zu rufen. Aber du sitzt ja nicht an der Kommission, wie von Suren kriegt, als was du dir da kriegst. Gut. Ich meine, wir haben eine Service-Relation publique, wir werden. Ja, du scheint da vielleicht etwas schief gelaufen zu sein, gut. Ja. Nee, du hast etwas schief gelaufen. Ja. Ja, nee, du hast. Gut, dann hast du einen falschen Mail rausgegangen, sonst mal erklären. Wie gesagt, die Vereine sind invitiert, für mich, da müssen wir aber noch reisen. Ma ja, an déi solle noch kommen an die Doleute alle goer wiech net wat du geschieet ass, dann kann sinn, dat si do falschen an wagemat hunn oder mé klären der Mai Martine méi. Gut, man Bus hun du was den Nation den als der C, du wärst den Ensche sinn den am Reen de Bus, well wonder mech nächst rifst der rein op der Gemenge und muss der net weiter bis am Gemengerot kann se verrufen, an der wird derlo schon gefleckt. Wir ma dat das gut, dass da sees. Ja, ne ich schwnge noch auch do en Appell und Leiit, dat lief doch viele, die wat der Report die dürfen hummer den an Spengen Leiit soll so immer fut ist, dass man op manst fëssen. Han leide do ich will net so, dass mir mal alles direkt mehr wat mogestalt gi méi das awer wichtig, dass man die Sache gesot kree, weil du geseist du Chef net auf de Bus das hat mir selber. Gut, sos nach frohe Claude. Ich hatte eng froh, wir hatten darüber geschwart, geht um Stammholz. Leute darüber gestaltet sind, die Zter Jozenten hier Holz do machen an Lohnisch vu kennen sich schon wen an der Bösch geht dann schon vu Purplatzen dann erreieren, dass der Vierster lokalen Stammholz méi dat kind kann bestellen. Ich wollte enke nohaken ob Neuigkete gët wat do de Problem oder ob dat lo Leiit war noch net darüber gestalten. Wann dat vielleicht schon méich der gesot hat, dann hätte sech do können Drop 4 berede mir dat as können awer relativ net so ganz gut am jo Taxiglement recht ugepasst fir Kurze, dann hat man den solo könne Spur we net méi Detail Volschnecke vor. Dat sech so ich mir werden enke derivariert sich hun am Vierster geschwert an der Vierster man gesot, dats ein effektiver Moment ken Holz hat fir de Leitlo direkt ze gin guckt. Werden nach geha krit net relativ féineg och gehades Jochens mat dem Werde, do kann e praktisch Kebeger afuen en huet doch mir hunn noch als handvoll fir werden der tollste Summenskrif ja als Hackschnitzlandlären ze versurgen hunn net méi speit wie Göchte also ass die drwer geschwert gin, iwwer den als Anlag ha op net eng Talsackschnitzlandler net ergänzt eng Zzweedanlag respektiv kucke wiei fu fir hun fir Tëtze vun Campus haiern, do ass awer ganz klar, dats man muss no anderen alternativen Energie sich well Tolzwer da is Bëcher ofwerfen, dat du kommmer weis Limite. Wie gesot de Firsto man gesot an mir hunn eng Reunion nächst woch mat Team giwer mal kucken, ob net wo Meiglechkeet fir de Leitner bëssen der Holz ze ginn. Mé am moment huet wirklich ken Holzfährt wat se direkt ka ginn. mir bleiben noch da. Ja, schon gefallen du mal gesagt, dat der Logik gucke fir mat der Bre zu schrasch fir die immer die provisorisch Breckflecken ze lösen. Fir froh wie an den Stand mat der
Flecke von der aller Breck, was war ja mein Stimme muss gesot gehen, die müsste 1-2 Jahre, ich weiß nicht wie viel oder 3 Jahre gefleckt gehen, mit da gibt es einen Stand gesagt gehen, hast der am Gang, also können die Brecken einen rum oder? Ja, also soweit ich weiß, also immer noch die für die Breck zurückzubringen, mit das anscheinend so kompliziert Verfahren, dann noch für die aufzumachen, mit den ganzen Belastungen da, die Farben haben, und das ist anscheinend eine Staatsaffäre sowieso, aber für die Brecke an 3 zu setzen, wie gesagt, wir haben noch tun, wir haben einen Rappell gemacht, für mal ein Timing zu kriegen. Der Misch hat das gefragt, ich muss hier nicht gefragt, wie weit, ob er schon eine Antwort kriegt, weil die für die provisorische Brecke zuständig ist, die wussten nicht von der anderen, du weißt vielleicht mehr. Ich weiß am Anfang nicht, die wird die neu, aber das hat man aber gemerkt, und das der Michel hat ja auch Point Chaussee geschrieben, eben wegen der Reklamation, die eben die Straße Leute bringen. Und dann für die Point Chaussee war, ja, weil wir hatten nämlich noch Suggestionen dabei, sie sollen dafür eine regelmäßige Kontrolle machen. Nicht nur ein als Semester, aber wirklich monatlich nur der Sache gucken, du kannst mein Antwort, sie können das machen. Sie geben regelmäßig kontrollieren kommen. Ich weiß nicht, wie sie kontrollieren, ob sie vielleicht mit einer Drohne gucken, wo kein Geräusche drauf sind. Mittlerweile sind die auch Mikro, aber ich weiß nicht, wie sie das machen. Ja, ich bin sehr froh, als pertinent. Ich meine, die Brücke steht auch schon so lange dort zu rasten. Es geschieht gar nicht effektiv. Wenn man so weiterfährt, dann fault es am Mac an. Da müssen wir vielleicht einfach mal ein bisschen Uhr ab. Gut, das ist kein Froh, mit da wird der Publikum nach und der Reihe Robby. Fandst du den Hörs hören? Ja, das du. So, ja. Maar ich habe mal ein vorgestellt, ich will hier noch zu übersehen, die Ganzen. Wieso, also der Menge näher gut gegangen. Aber wenn wir so auf 4 Uhr fahren, das geht eine Katastrophe mit den roten Leuten. Das da sich nicht Gedanken gemacht gehen, weil das ja auch schon oben bis an die Industriezone blockiert. Und die Eisenbahn so was. Also haben wir dann nach einen roten Leuten dabei, da fahren die von Übersehen, die fahren auf die Längsseite rüber, da kommen die von der Barriere von Münzbich gar nicht mehr an. Was meinst du, was das geht? Die Chancen an der Barriere. Ja, mit dafür haben sie ab. Sie haben ja ab, und wenn die Eisenbahn, wenn kein Tisch fahren auf der Eisenbahn, da geht das nicht gemerkt. Das ist dann, dafür ist das schon ausgesagt, bis die Eisenbahn nicht fährt. Ja, das hat er nicht gesagt. Ja. Doch, das hätte ich gesagt. Ich hatte das gesagt, dass den inneren Teil dadurch gemerkt wird, weil ich hatte schon noch gesagt, die W-Uhr wird gemerkt vom 162 bis auf die Quai, an der Fondsage an der Industriezone für die Gas doch gemerkt. Ich meine, du wird wirklich profitiert von der Zeit für die Tisch nicht fuhren, für alle guten Arbeiten zu machen, die in der Eisenbahn oder über die Eisenbahn gehen. Und dafür ist, weil genau das, was du gesagt hast, hat die Eisenbahn noch gesagt, die können nicht mit Roten hantieren bei dem Dingen. Und dafür haben wir gesagt, okay, da können wir gucken, für das zu machen, genau die Zeit, wo du so hast. Also das ist schon richtig, was du siehst. Wir haben das aber am Ende. Das ist eine Reihe. Merci. Ja, Marc? Ob gevorhin, dass ich gesagt habe, ich gebe den Ähnchen, den auf den Trotter ging, gehen. Den Trotter, das der Straße, ich rufe Rüde Sandweiler. Ja. Die 2 Seiten, da können wir noch gucken, weil Teil von also sind ein paar die Placke lass, und sind noch ein paar die Placke sind einfach futti. Und wenn eine ältere Person da ein bisschen schlecht zu Hause ist, die bleiben noch da gerne hängen und dann Leute sie da zu leihen. Das ist gut, wir gucken das noch, kein Problem. Auch da, wie gesagt, was so Sachen sind, Report, die Check da ist dran, und dann, weil sie oft so Sachen, die sehen wir nicht, und da könnte man nicht mehr, wenn man informiert. Wir werden da noch gucken. Gut, wenn dann das kein Froh mehr sind, da gibt mein Publikum Merci so, und dann gibt mir als Slash 2 Punkte, dann hier, und da ist dann auch klären. Adi.